Hey, der Witz, meine Damen und Herren, ich bin schon wieder 4 Sekunden spät. Was ist da los? Was ist da los? Aber ich war dermaßen synchron mit dem Timmy Boy, dann passt das schon wieder. So, jetzt muss ich noch schnell was trinken. Sekunde. Los, mir schnell was trinken. Ich war dermaßen synchron mit dem Timmy Boy, dann passt das schon wieder. So, ja, dann ist der YouTube-Sepp auch da. Timmy Boy, grüßt du dir daheim, das brauche ich nicht mehr lesen. Merci dir. Rest. Hoi! Events. Birger, Micker, 20 Uhr. Zweite Runde Community-Talk. So schauen wir aus. So. Bitte bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und jetzt grüßen wir erstmal den Haufen, damit nichts passiert. Habe die Ehre an, indem wir jetzt an den Benny, an den Foreign Firehand, an den Robert, an den LP Dragon, an den Grünwald, an den Aden, an den Proxy, an den Merkel, an den Hüber, an den Sonntag-Ruhetag, an den Bösel, an die Leustra... Weißt du, was das größte Problem ist bei dir? Du schreibst ja nur Servus, Hashtag Annex. Ich habe Ewigkeiten in der Spielersuche nach deinem Account gesucht und alles, was ich gefunden habe, war der Leuchti. Bis mir irgendwann einmal aufgefallen ist, du heißt nicht Leuchtrauschkugel, sondern Leuchtrauschkugel. Wie ich das herausgefunden habe, war ich ziemlich grantig! Ist es Absicht? Oder hast du dich vertippt? Ehrlich? Da, aber schauen wir raus. Wer spielt mit? Hier 20 Micker habe dritt, Bernie habe die, der Heller habe die, der Meister habe die, der Darth Yoda habe die, der Andy Band, der Wolf Dragon, alle sind da. Mr. Forrest Quarter schreibt Prost sowieso, ist eh klar, was sonst. Ja, schauen wir gut aus. Wer spielt mit heute? Wer ist da? Wer ist da? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so 100%, wie das in Alien Tale funktioniert. Was man da einmal tun kann, ist, ich kann einfach schon mal das Spiel aufmachen und nachschauen. Ich mach zumindest einmal das Spiel auf, das ist schon mal eine gute Idee. Mario! Was ist da los? In VLBRSQUAD Teddy B stöht, wissatzt an Guadennamen 4 IAM Smiley mit Freudentränen Smiley mit Freudentränen Grias aus Österreich haha ruf mich an Handzeichen hell. Haha, ruf mich an Handzeichen? Please don't echt? block the lemming. Ist dieses kleiner Finger da so außerklingt, ist dieses Hallo, ruf mich an Zeichen? In welcher lustigen, voller Einhörnern lebenden Traumwelt ist denn das? Mario, weiß ich nicht, nennst du einfach Herbert Dörte oder einen Doppelnamen, das ist gut. So nennt man. Mario, merci dir. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Flo! Please don't unterschlag der Lemmingviech. Let's play 22 Mal schon, ist der verkackt der Ernst oder was? Merci dir. Tami! Aber auf einen geilen Stream. Das hoffe ich doch. Ihr müsst Zeit regeln. Das ist das Schöne am Community-Talk, da muss ich nicht viel tun. Am Montag habe ich auch nicht recht viel. Ich bin bloß behindert im Kreis und dann gelaufen und hab einen Grischl gekocht. Grischl. Passiert ist nichts, ich hab den einen verkauft. Herzlichen Glückwunsch an mich. Sehr gut. Sehr gut. Tomi, merci dir. Just merci, Alter. Klaas! Ja, haben wir wieder dabei. Zeit ist one. Mr. 5000. So nicht? Vorher habe ich auch irgendjemanden gelesen, der monatelang abstinent war. Was ist da los? Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn eigentlich jetzt wieder? Ist wieder die ersten 2 Minuten ist Ruhe, davor wir fangen die Leute zum Eskalieren an. Herr Sesselsepp, Schäbe, merci dir. Herr Bötze, merci dir. Birger, unser Kotz. Hat gestern wer Song vorn. Katharina, konst bitte für sie ein letztes Mal tröten. Katharina! Meine Damen und Herren, bitte pressen Sie ein F in den Chat hinein. Ich finde Katharina ein guter Witz. Also nicht, was passiert ist, selbstverständlich, sondern ein Name. Ich habe kurz eine Sekunde gebraucht, ich gebe es zu. Herr Pötzi, das tut mir natürlich sehr leid. Leider Gottes weiß ich genau, wie es Ihnen geht. Ist zwar bei uns schon eine Zeit her, aber ja. Roman! Da war Hike! Mr. Roman, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich die Roman und kleine schreibt einfach beides. Habe ich die Roman und Herzl und F und überhaupt und sowieso. Kuss auf die Nuss, merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the squad. An die Wand, merci für 37 Monate. Servus, so kennst du eigentlich die Ebenhofer Krimi-Film? Ja, um Gottes Willen, da läuft's Maisköpfe, lauter Fremdschämer am Bugel oben. Tut mir leid. Tut mir wirklich, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, glaube ich, wenn es um das Thema gegangen ist. Die finde ich so schlimm, dass ich keine 5 Minuten schaffe. Also die haben so unter aller Kanone schlecht. Werde jetzt wieder Dislikes fangen, mehr als sonst, kriege ich dann 3 anstatt 1. Und vielleicht klickt der eine oder andere nicht auf die, aber ist mir scheißegal, oder? Die Ebenhof-Filme haben das Schlechteste und das Unlustigste und so abgrundtief zum Fremdschämen, dass ich nicht verstehen kann, wie die diesen Erfolg bei uns feiern. Wahrscheinlich einfach bloß, weil sie bohrisch sind.
Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. So Nein, verstehe ich nicht. sonst Doa auf Dienstreise Entschuldigung, im hintersten hättest mich nicht Polen. gefragt. Laufbar an Stashi Merci, Gnädelwutzler 20. Was ist denn jetzt denn wieder? Kruzifix! Oh Gott! Nicht. Hashtag Leia-Taste, Hashtag Leia-Taste, Hashtag L-A-U-T-E-Taste, Hashtag Leia-Taste, Hashtag Leia-Taste, Hashtag Leia-Taste. Mein Meiker, manchmal denke ich mir wirklich, manche von euch kehren Tag und Nacht mit der Scheißbürsten droschen. Merci dir! Steffi, merci dir! Was soll ich sonst da auf Dienstreise im hintersten Polen? Bra, Spaß. Ja, was tust du bei Polen? Klar. Ist das jetzt rassistisch, wenn ich das ist? Mir scheißegal, ich sag das. Das ist klar, mir die Radl und Autos wieder zurück. Bringst mit um wieder. Können da eh nichts tun. Merci dir. Gibt's das Klischee noch? Gibt's das Klischee noch? So, ich kenn bloß den Witz von Mittermeier. So, nein, es war der Appelt, glaube ich. Polen haben einen Marathon erfunden. Die gingen zu Fuß ins Bad und kommen mit dem Radl wieder heim. Hab ich schon lachen müssen. Damals ist das noch gegangen. Ja, damals ist das noch gegangen. Heute, wenn ich sage, bin ich ein Rassistendepp. Obwohl ich gerne in Polen leben darf, um das einmal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Steffi, danke dir. Herr Bauchuber, merci für 41 Monate. Klaas, merci für den Zwiegel. Gnädelwutzler, 20 ist 2. Da nimm, danke für den wöchentlichen Blödschiss. Ihr brauchst nicht Dankeschön zu mir sagen. Ich sag Dankeschön. Lemze, Babediere Bierger ist fucking schönes Stream, Schengen, Ilbacher Vollbier, hey, lass das schmecken. Passt ihm erst für 18 Monate, oh, heiliger Sankt Biergruß. Ich bin nicht heilig. Es gibt viele heilige Dinge, ich bin keins davon. Hey, Boy! Ja? Weil du kehrst da, ja, nicht alle. Polen ist wunderschön und extrem sauber, richtig schön. Das, was ich da so an Videos mitkriege und so weiter. Es stimmt, war der polnische Triathlon übrigens, nicht der Marathon. Beim Marathon lauft man nur. Mein Fehler. Ja, das Klischee gibt's noch. Jeden Tag in der Arbeit hört man's. Wo arbeitest du? Freibad. Der Bademeister. Eine gute Küche haben sie in Polen. Was ist denn typisch polnisch? Was ist denn ein typisches polnisches Gericht? So wie bei uns, weiß ich nicht, Schweine mit Knädel. Das hat mich jetzt interessieren. Das ist jetzt kein irgendwie Deppal, also für mich, natürlich ist es eine Frage von einem Deppal, also es ist automatisch eine Deppal-Frage. Aber was ist denn zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist denn ein polnisches Nationalgericht? Piwo. Was ist ein Blätterteig? Das ist ein falsches Land, ich glaube, falsches Land. Domi, ich mag's aber, nein! Ich mach's einfach. T-Rex Sauropode, T-Rex Sauropode, Alter, dein Maul. Sauropode, T-Rex Sauropode, T-Rex Sauropode, T-Rex Sauropode, T-Rex Ja, Kimmer, jetzt chill die Kniescheibe, gute Frau, haben wir's jetzt einmal. Domi, merci dir. Aki-chan, merci für 9 Monate. Servus auf einen geilen Stream. Heute liebe Grüße aus Oberammergau. Schöne Grüße nach Oma Immergau. Merci dir. Mr. Fink, habe die Ehre. Mir gefällt's. Ich sag dir endlich mal wieder, bin ich live dabei. Der Wolfin schaut auch mit. Wir möchten mehr Likes sehen, ich tue es auch gleich. Warum haben da so viele Fragezeichen? Schickt ihr da eigentlich immer, das passiert oft. Ich denke mir oft, wieso habt ihr da ein Fragezeichen hinten, da habt ihr wahrscheinlich irgendeinen Smiley eingeschissen, den mein Donation Alert nicht kapiert. Was das ist. Mr. Fink, grüß deine alle und Kuss auf die Nuss, merci dir. Pirocchi sind richtig gut. Ja, das ist also, Katharina hat auch gern Bürger geschaut. Und jetzt machst du nicht nur traurig, aber es eh schon ist. Ein Bober-Gulasch. Gebackener Bober. Bigos und Pirocken. Ja, können wir vielleicht dazu schreiben, was das ist? Sollen wir hier was über Tantra-Tee? Was ist Pivo? Was haben Pirocchi? Ich hab keine Ahnung. In Polen gibt es Sauerkrautsuppen. Super. Ja, da kann ich mir was vorstellen, drunter was Sauerkrautsuppen ist. Hey, boy, Ballon. Schluss jetzt! Bober! Steffis an die Macht. Wie viel verdammte Steffis haben wir mit der Hörerin jetzt mittlerweile? Florians gleich Steffis. Was ist da los? 30 Sekunden haben wir noch, dann fangen wir an. Ich bin gespannt, ob es überhaupt hier hat, ob sie da einfach joinen könnt oder ob das Spiel überhaupt irgendjemand hat. Oder ob ich es allein spielen muss. Pivo ist Bier, oder? Ich hab keine Ahnung. Pirocchi sind wie Dumplings. Ah, okay. Milchspeis. Mit Fleisch drin. Hört sich gut an, nimm mich. Pivo ist Bier, Bierger. Ja, schön, das hab ich nicht gewusst. Ich kenn kein polnisches Bier. Ich kenn bloß ein Budweiser. Wird aber bei den Tschechen gemacht. Der Amerikaner meint auch, dass er Budweiser kennt. Weil er müsst GTA liebevoll nennen Pisswasser.
War zum Fressen. War zum Fressen halt. Ja, das ist mir auch klar. Mehr wisst, was es ist. Pivo ist das Landeswappen in Flüssigform. Was ist das? Pommes rot-weiß oder was? Zurek ist gleich Roggensuppen. Ja, aber Suppen als Nationalspeise, das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn, muss ich sagen. Oder? Das Beste am Ami-Badweiser war die Werbung mit die Frisch. Gut, wenn das Beste am Bier die Werbung ist, dann weißt du schon, was geschlagen hat. Polnische Wurst. Gibt's da was Besonderes? Weiß ich nicht. Budweiser wird deutsch ausgesprochen, der so auch Englisch. Meinst du Budweiser? Dass man Budweiser sagen muss. Kirschmichel, gute Nachspeise. Kennst kein Tüskie? Gibt's das nicht in Bayern? Nein. Keine Ahnung. Nein. Also mit Sicherheit gibt's es, aber ich weiß nicht, was Tüskie ist. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jemals beim Essen war und habe gesagt, ja, ich hätte gern 5 Tüskie. Ist noch nicht vorgekommen. So, der Rolli ist jetzt der letzte. Kuss auf die Nuss. Merci wieder einen Reset. Schreibt da, habe ich drückt zusammen und Prost. Ja, lasst es schmecken. Lassen Sie sich schmecken. Alert sounds aus. Jetzt tappen wir mal ins Spiel hinein. Ich mache jetzt da mal eine kurze Ansage. Meine sehr verehrten Rohpolnische. Das hat doch nichts mit Polen zu tun. Ne? Aber Rohpolnische sind geil. Stimmt. Das sind geil. Die einzigen, die uns auffällt, ist, dass schon 10 nach ist, war My Life. Der Sepp und der Capricorn. So schaut's aus. War lecker. Kirschmichel, geil. Flatschki. In der Reissuppe. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Das ist wie es bei den Schotten. Nicht Heckisäck. Na, wie hat's geheißen? Heckisäck ist was anderes. Muss ich kurz überlegen. Was hat's geheißen? Scheiße, wie hat's geheißen? Da wo man alles einfach in den Sammung einstopft oder in den Schafmagen oder irgendeinen Scheiß. Heggis hat's geheißen. Was hab ich gesagt? Hab vergessen. Egal. So, meine Damen und Herren, Ruhe jetzt mit polnischen Köstlichkeiten. Ich hätte zwar gern welche jetzt, aber so wird's nicht laufen. Wir spielen heute nochmal eine Runde mit Alien Tale. Was haben wir da wieder? Sonntag, Ruhe jetzt. War noch nie im Zoo. Das ist für mich unbekanntes Terror. Das ist falsch vorgelesen. Das ist für mich unbekanntes Terror. So, jetzt. Mir hat's wieder ein Zwickelleiner. Nein, Kuss auf die Nuss. Heckisäck. Stimmt, Heckisäck habe ich gesagt. Heckis habe ich gemeint. Ab jetzt heißt Heckis einfach Heckisäck. Ist egal. Wir spielen heute eine weitere Runde Alien Tale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da haben wir letzte Woche reingetüdelt. Haben uns aber einen Speedrun hingelegt. Fast schon ein wenig zu einfach und da dachte ich mir, weißt du was, das probieren wir nochmal aus. Vielleicht macht es im Multiplayer, wenn ich jetzt sage, macht es im Multiplayer mehr Spaß. Jetzt ist es ja, als hätte es letzte Woche keinen Spaß gemacht. Das hat's, aber es hat dann auch ziemlich schnell abgebaut und mit hat es, glaube ich, solo ziemlich schnell. Das hätte man halt nicht gespielt, wenn es keinen Multiplayer gegeben hat. So, was es ist. So, deswegen hoffe ich jetzt auch ganz furchtbar schwierig, nein, nicht nur Freunde, da der wir alle. Dass ihr da mitspielt und dass das Spiel irgendjemand hat. Keine Ahnung. Ich drücke jetzt da auf Laden. Connecting, vergiss nicht, es gibt sowohl das und dann Player verbunden. Bin ich der Player? Ich habe keine Ahnung. Es gibt da wieder keine Lobby nicht zum Einstellungen. Schauen wir mal. Tastenbelegung, Grafik, Spiel, German, Geschirrwäscheassistent, Kamera wackeln. Ja, das ist alles schön gut. Aber wo sehe ich jetzt wieder Birgers Busenbude V2.0? Der Pennywise ist verbunden. So, Pennywise. Ich hoffe, jeder hört den Stream da herin. Pennywise hört mich, das ist schon mal gut. Also falls irgendjemand da einer joint, der mich nicht hört und dann einfach irgendwas macht, der fliegt einfach dann auch wieder aus. Die Lobby ist jetzt öffentlich. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, nach was suchen müsst. Ich nehme mal an nach Birger, vielleicht kann uns das der Pennywise im Chat sagen, nach was er gesucht hat. Das ist nämlich ziemlich schnell gegangen, wie du da herin warst. Segi irgendwie... Ah ja, da. Pennywise! Oh Gott, es gibt einen Ingame-Voice. Sofort aus. Spielen verbieten, die Möbel zu verschieben. Na, warum denn? Geil, gestern das neue Doom installiert und gespielt, heute das erste Update. Arbeitswack. Sagt's ja nichts. Ich möchte weder hören, ob es gut ist, noch schlecht ist, noch sonst irgendwas. Ruhe mit Doom, das schauen wir uns am Freitag an. So, kommt jetzt da keiner außer der Pennywise, kann aber wirklich nicht der Ernst sein. Einfach die Servernamen. Ich nehme mal an, wie heißen denn die Servernamen? Sagt man das irgendwo? Spieler? Nein, ich bin der Player. Herzlichen Glückwunsch. Die Frage ist, wie man das jetzt findet, oder dass die anderen kommen. Ich meine, wie hast das denn du gefunden? Du bist auf alle Fälle jemand aus dem Stream, sonst das schon lange umeinander laufen und irgendwelche komischen Sachen mal. Warten wir noch ein bisschen. Das haben wir noch nie gehabt. Aber vielleicht haben das Spiel, glaube ich, auch nicht so recht viel Leute. Ja, wenn es ist, dann müssen wir zu zweit spielen. Das war das erste Mal, dass wir die Lobby nicht vollkriegen. Wie hast du das genannt? Birgers Busenbude. Ha, das bin ich. Was?
Einfach die Servernamen. Wie der man das jetzt? Ich weiß nicht. Heißt der Servernamen heißt der Servernamen so? Ich hab da keine Ahnung. Kannst du mit dem Hagel erschlagen? Nein, ich mag ihn nicht erschlagen, er ist der Einzige, der da ist. Okay, wie viele Leute gehen denn überhaupt? 1, 4, 5? Ich hab keine Ahnung. Kann nicht wahr sein. Ich darf jetzt am liebsten, Einstellungen, nicht dass ich irgendwie Grafiksoundsteuerung, Tastenbelegung, Qualität, Blumen, dazu nicht, dann müssen wir zu zweit spielen, du, das hilft sowieso nicht. Das ist im Übersturm bei mir zu zweit oder zu viert spielen. Ist Joachim der Pennywise? Ach so, du bist der Pennywise, jetzt! Wie hast du das genannt? Birgers Busenbude. Also das Spiel als Lobby heißt Birgers Busenbude. Ja, dann renn damit. Ja, dann werden wir mir jetzt aber einfach zu... Das ist im Übersturm, spielen wir halt zu zweit. Wenn der Rest morgen, der muss die spielen nicht... Wie ist denn das gleich wieder? Wir hatten das gleich wieder hingehauen, ich habe keine Ahnung. Wie der man da umgescheitert, ich weiß es auch nicht. Jetzt müssen wir erst mal schauen. So, das war unsere Bedienung, das weiß ich noch. Dann haben wir einen Haufen Scheißdreck hergekriegt, das weiß ich auch noch. Und jetzt glaube ich, muss ich erst einmal ein paar Sachen, wie viel Geld haben wir? 74 haben wir. Jetzt pass mir auf, jetzt muss ich mich erst einmal schnell kurz zurechtfinden. Da haben noch 2 Fassel drin. Da ist noch ein Gießkann. Wo gibt denn der? Gießkann. Dann habe ich einen Wassereimer, den tue ich da rein, kriegst du einen. Dann kriegst du die Samen, du bist übrigens auch der Pflanzbeauftragte, das sage ich dir gleich schon. Wenn es hier hat, komme ich auch gleich rein. Herr Meinmeiker, lassen Sie sich Zeit. Ich glaube nicht, es besteht kein Grund zur Eile. Das ist das erste Mal, dass wir mir nicht instant in egal was für ein Spiel voll sind. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann ich nicht sagen, aber muss es auch mal geben. So, Mr. Pennywise, was der wir mir jetzt da? So, ich habe eigentlich gehofft, dass wir mehr Leute sind, damit ich einfach in Ruhe Viecher da schlagen gehen kann. Stacken, das passt. Ich habe noch ein paar Halbjährigen. Das meine ich passt auch. Gießkann, Hammer, Besen, Hacke. Kriegst jetzt du einmal einen Wurz kriegst noch und das kriegst noch. Dann darf ich jetzt einfach mal ganz, ganz furchtbar geschwind sagen. Was ist mit mir jetzt deren? Was tut denn? Wo ist denn hin? Hat's denn jetzt gekickt? Wieso sagt man, wo ist denn? Ach, da ist er. So, wie teilen wir uns das jetzt am Geschickten auf? Eigentlich kann einer kochen und der andere bedienen. Dann machen wir es so. Oder du schmeißt die Bude allein und ich gehe Viecher da schlagen. Leider keine Zeit zum Zocken, aber zuschauen macht auch Spaß. Moritz ist recht. Voll sein. Joachim, du schaust so aus, als kennst du dich schon aus mit dem Spiel, wie viel Playtime hast du da schon? Wenn's hier hat, gib mir gleich, auf geht's, mein Meiker. Ja, nein, es ist Joachim Pennywise, kannst mit dem Hagel schlagen. Ich mag's nicht ausprobieren, ich sag das, was ist. Wir teilen jetzt das auf! Also, du bist auf alle Fälle, du bist der Anpflanzbeauftragte. Das ist einmal das Erste. Und dann, und der Kochbeauftragte. Und ich bediene. Machen wir es so. Joachim schreibt, keine Ahnung, 20 Stunden oder so. Das hört sich doch vernünftig an. Ich schau dabei einmal schnell rundum, ob ich irgendwo Samen finde. Samen. Oder wie hat man einen Samen, glaube ich, gekriegt? Die hat man kaufen müssen, gell? Na ja gut, dann mach ich dabei einmal die Bude auf und verkaufe ein wenig. Was da denn sonst? So, da wollen wir die Eimer füllen. Das weiß ich noch. Besen für den Pennywise da lassen. Der Jürgen! Jürgen! Du hast einen Helm am Kopf! Jürgen, bitte spring, wenn du Teil aus dem Stream bist. Und der Lord Anestress. Der ja ist auch noch verbunden. Bitte einmal springen. Ja, es ist... Oh Gott, um Gottes Willen. So, jetzt hat bloß ein wenig dauert anscheinend. Jetzt machen wir mit diesen hier und diesen hier. Und eigentlich... Schauen wir mal. Pennywise, machen wir Verstärkung! Ja, dann bist du gleich mit der... Du bist gleich mit Jürgen, du bist gleich mit der Koch. Und der Lord Anestress springt da an, der ist aus dem Stream. Gott sei Dank. Ja, ich hab mir schon kurz Sorgen gemacht. Sag ich dir freiweg, was ist. So, ich tue jetzt gleich mal nur einen Wassereimer, tue ich da rein, den snackt sich einfach einer von euch. An 2 Wassereimern drin. Ich tue 2 volle rein, den einen packt man ein. Pennywise, ich leg da noch eine Gießkanne in den Scheiß da rein. Und ansonsten glaube ich, brauchen wir mal 2 Kisten. Damit wir mir da schön aufteilen können. Dann können wir nämlich draußen so eine Samenkiste machen und lauter so einen Scheiß. So, und der Lord Anestress, was du tust? Du bedienst. Du bringst die Leute in Schund. Das sagt er und beschwerst dich und wir haben einen Ingame-Chat! Um Gottes Willen, wir haben einen Ingame-Chat. Der ist zwar da hinter mir versteckt, aber ist nicht schlimm. Ich leg's euch gern vor. Der Pennywise schreibt mehr Samen. Dafür werden wir wahrscheinlich erst mehr Geld brauchen. Ich schau mal schnell. Player getrennt! Was Player getrennt? Hat sie noch da? Hallo? Hallo?
Ja, wenn sie die Leute nur rühren, dann wird schon passen. So, jetzt warte mal, ich kaufe mir schon den Samen. Ja, da aber Samen kaufen können. Jetzt was mehr. Was kostet Samen? 100 und 140. Oh, wir haben ja letztes Mal Starkbier freigeschaltet. Haha! Das ist einmal das Erste, was wir einführen. Und dann jetzt einmal sagen, wir sperren auf. So, aufgesperrt ist. Los geht's. Pennywise, was ist los? Einfach hingehen, schreiben, das ist das Allereinfachste. Was brauchst du noch? Wir haben ja bloß $74. Wir müssen wahrscheinlich, oder 74 Goldmünzen. Wir werden wahrscheinlich erst ein bisschen bedienen müssen, bevor wir mir da irgendwas tun können. Ja, und ich sag das, was ist denn? Ich schaue einfach zu. Ne? Chef steht im Eck hinten und, ja, was ist. Die Frage ist, ob wir ihn da brauchen. Das war ein bisschen ausgeworfen fürs Geld. Ich glaube, der hat 1400 Goldmünzen gekostet, oder? So, los, abpflanzt hat er schon. Aufgekocht ist, Bier wird braut. Ja, das müssen wir erstmal Geld verdienen. Das hilft nicht. Hilft nicht, Kinder, müssen wir Kohlen verdienen. Schau ich mal kurz so, ob die das gut machen. Und dann gehe ich mir auf Monsterjagd. Das sagt ich. Weißt du, wenn wir auch ein bisschen Geld verdienen können? Einmal einen Maiskolben. Oh, das glaube ich regelt der. Das ist jetzt die Frage, wie das funktioniert da. Ah, sag ich, checkt schon. Ich glaube, wie soll ich sagen, ich glaube, nur Bediener ist vielleicht ein bisschen langweilig für den Herrn Lord. Auch nicht Stress, das wäre nicht helfen. Aber irgendjemand muss das Geld reinbringen. Oh, da kommt ein Haufen Kundschaft. kommt. So, was haben wir da? Ich tue dabei Quests mal. Essenslieferung, gekochter Mais, gebratenes Ebenstein, das können wir nicht machen. Gebratenes Ebenstein, können wir auch nicht machen, wieso nicht? Gekochter Mais und ein Starkbier gekriegt, den nehmen wir an. Das tun wir, da kriegen wir 274 Münzen. Gekochter Mais, Starkbierkrug. So, nehme ich an, dann haben wir mal da einen, ich habe einen Starkbierkrug. Die anderen, ich habe noch einen Haufen Fassel und so weiter im Gepäck, warte mal. Das lege ich euch in Kisten rein. Kiste. Und ein Starkbier. Tue ich da her. Und gekochter Mais habe ich dabei. Passt. So, ich liefere schnell. Ich bin der Liefersepp. Das ist vielleicht gar nicht so gut, weil dann sagt man von euch nichts. Das ist ein bisschen ein Gramm wahrscheinlich. So, finde die leuchtende Kreatur. Schaue den dunklen Wald an. Nein. Ich muss doch irgendwo, wo muss ich denn das Essen überhaupt hinbringen? Da hinten oder was? Geh ich schnell. Schnelle Monedos machen. Chef kann questen gehen. Das ist ja auch da komme ich mir ein bisschen blöd vor. Das war gestern auch schon ein wenig komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich euch dann die ganze Bude schmeiße und ich renne einfach irgendwo mal an und kein Mensch sagt euch. Das ist ja auch ein wenig traurig. Was? Birger, lass den Hammer da. Jürgen, guter Punkt. Lass ich da. Ich habe aber gerade ein Leucht. Wow, a talking donkey! I'm a deer. How dare you speak to the spirit of this forest like that? What? Wow, dear! Are you toxic? Glowing like a Christmas tree. Glowing? Yes. But toxic? Never. I'm a magical deer, full of good energy. Besen bringe ich euch auch gleich. So, now you have to grant 3 of my wishes? I need to think. You're confusing me with someone else. I don't grant wishes. But I can give you something if you help me. Help you with what? This forest is polluted with evil. And soon, there will be no life left at all. Wenigstens It ein paar must be spannend. cleansed before it's too late. And how to do it? To begin with, reduce the population of bears. They infect trees with filth. Your wish will be granted. Töte 3 Bären. Die werde ich nicht einfach mit meinem Hacke erschlagen können. Wir haben letztes Mal schon fast die Zombies einfach erschlagen. Ich brauche mal einen Pfeilbogen oder so. So, ich bringe euch jetzt erstmal das Werkzeug. Ihr braucht einen Besen und einen Hammer. Den kriegt ihr. Und einen Eimer kann ich euch eigentlich auch da lassen. Den brauche ich zumindest brauche ich nicht. Den wir gleich mal auffüllen. Kriegen wir schon. Dann schauen wir mal einen kurzen Kontrollblick. Ja. Weißt du, was Bedienung auch noch machen kann? Einen Anrichtisch herrichten und abwaschen. So, ich lege euch einen Hammer rein und einen Besen rein. Weiß ich nicht, damit Bedienung ein bisschen mehr zum Tor hat, gibt's noch am besten eine Bedienung. So, was haben wir da? Ich hab doch jetzt eine Quest angenommen, oder nicht? Wie kommt man ins Quest nehmen? So, hier Quest. Töte fellversäugten Bären, Essenslieferung. Ah, das läuft da ab! Shit! Wo muss ich denn hin? Na, das habe ich übersehen. Fuck, das darf man nicht übersehen. Essenslieferung. Liefere Essen an den Kunden aus. Belohnung 2 folgen.
Folgen. Da geht's da irgendwo... Da hinten. Ich muss mich dummen, Leute. Ich muss mich dummen. Regulage und Semigel. Der ist hell, also ein Helch. Der Vollidiot. Das ist richtig. That taught me. Fixed 5 devices. Wir haben ein Achievement gekriegt, Boys. Aber wahrscheinlich habt ihr das bloß ich gekriegt, weil es für jeden separat seid. So, ich muss jetzt da mal kurz einspringen. Shit. Sollen wir mal so einen Bären probieren? Oh, da liegt da einer. Den gehen wir in den Futtern und dann probieren wir den Bären. Was haben wir da? Hab ich jetzt da das Gold gekriegt? Kriege ich das Gold jetzt einfach so, oder? Haben wir 200? Ja, tatsächlich. So, und jetzt schlage ich gleich mit den Bären dahin. Aber ich hätte gerne einen Pfeilbogen, da tue ich mir leichter. Range ist immer leichter. Wo ist jetzt der Bär hin? Bär! Da ist er! Ich verstecke mich einfach im Baum. Das ist so... Ach du Scheiße. Wow! Wow, lecker! Der schluckt mir ein! Okay, hopp! Tschüss! Okay, bye! Ah! Da zerreiße ich mit meinem geschissenen stungen Hack, jetzt reiße ich gar nichts. Da schau mich hin und genauso lieb. Oh, Freunde! Oh, Freunde! Eventuell habe ich ein Problem dabei! Freunde! Was ist der? Läuft immer noch? Ja, Gott sei Dank ist er stehen geblieben. Okay. So, ich werd jetzt erstmal schauen, was für Waffen das man sich kaufen kann. Und vielleicht kann man sich auch irgendwie eine Rüstung kaufen oder irgend sowas. Kann man Lehm... Kann man wahrscheinlich mit Heil tränken. Ja, sag mal, 4 Kundschaften, die nichts zum Fressen haben, was ist da los? Oh, wir brauchen mehr Samen, hat's geheißen. Ich kauf den Samen. Wo ich will, wann ich will, was das ist. So. Brauchen wir erstmal, konzentrieren wir uns auf Gerste. Und... Was war das andere? Wo kriegt man Maissamen her? Wo kriegt man Maissamen her? Man hat doch die auch kaufen können, oder nicht? Gesundheitstrank, ja. Axt, Fackel. Gebratene Krötenbeine. Komposteimer, Kompost. Okay. Level up. Hab ich da nicht letztes Mal irgendwo bessere Waffen gesehen als die geschissene... da ist ein Gerstensamen brauchen wir, gell? Was hab ich jetzt gekauft? Gott, ich hab Gerste einfach so gekauft. Kaufen, kriegen wir 100 wieder zurück. Passt. Sehr gut. Hab ich mir jetzt von da. Gerstensamen, Maissamen. Wie viel Geld haben wir noch? Damit es einem nicht ausgeht, kaufen wir gleich 2 Backel. Ich kaufe mir mal einen Heiltrank. Und ich war für da! Armbrustbolzen! Wie krieg... Wann wird denn das freigeschaltet? Das ab Level 12 und dann... da brauchen wir noch ewig. Was ist denn das da? Lichttrank. Ein persönliches Licht im Reich der Dunkelheit. Ja gut, das kann man brauchen. Fackel ist aber vielleicht einfach besser. Naja gut, dann werden wir andere Viecher dreschen müssen und schauen, was passiert. Das hilft ja nicht. Was gibt's da sonst so? Musketen, ein Schwert. Das ist erst mit Level 14. Das ist ein bisschen spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, weißt du was? Dann werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr da drauf konzentrieren. Mir kauft man jetzt halt... können wir uns noch nicht leisten. Müssen wir noch ein bisschen eure Monedos verdienen. Das kriegen wir schon. Du kriegst jetzt erstmal die Samen von mir. Die lege da... Kann man Sachen einfach abwerfen? Ich weiß es nicht. Ich leg da die Samen in die Kiste rein. Samen in die Kiste rein. Wunderbar. Kleiner Heiltrank, den tue ich da, das tue ich mir da. Den Eimer Wasser, den tue ich auch wieder da. Und dann schaue ich, ob ich noch ein paar Quests machen kann, damit wir ein bisschen eine Finanzspritzel kriegen. Ansonsten, Kinder, muss da aufgekocht werden, und zwar wie Pflag. Damit das klar ist. Wie schaut es da draußen aus? Ah ja, da gibt es schon wieder was zum Ernten und zum Nachkochen, so schaut das gut aus. Wann können wir das da freischalten? Ab 10. Neues Achievement, the greatest gardener in history. Ja, siehst du das? Keinen Handstrich habe ich da. Rezepte. Gerstenbrei, gekochter Mais, sonst haben wir da noch nichts. Doch, gebratenes Ebensteak und gebratene Krötenbeine. Man scheitert einmal, ob ich irgendwie Eben da schlagen kann oder irgendwelche anderen Quests machen kann. Ich habe noch einen Stockbegrück für die. Du ja ein wenig alleine bedienen ins Viech. Da, schau her. Ach, putzen müssen wir auch noch, möchte ich sagen. Ja gut, ihr werdet es schon regeln. Schaut schon gut, schaut stabil aus. Kommen noch mit 3 neue Kundschaften, hab's genau gesehen. So, was haben wir da? Essenslieferung. Gekochter Mais, gebratenes Ebensteak, gekochter Mais. Töte Kreaturen. 8 Wölfe, spuckende Spinnen, die waren letztes Mal schon und töte Eber. Das nehme ich jetzt an. Annehmen. So. Fucking Eber! Wo? Quest.
töte verseuchte Bären, töte Kreaturen folgen. Wird mir da irgendwas angezeigt, wo ich Eben finde, oder muss ich einfach umeinander laufen und hoffen, da hinten ist einer. Ist das ein Eben? Das ist einfach ein Baumstumpf. Herzlichen Glückwunsch, Birger, du Vollidiot. So. Wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen umeinander. Kinder, ihr werdet es schon regeln daheim. Ich schau, dass ich Wurzelfleisch daherbringe. Letztes Mal haben wir doch da irgendwo einen umeinander lungen singen, oder? Was ist denn da los? Oder ist einfach klauen? Wieso nicht? Wieso nicht? Aber jetzt weiß es eben nicht mehr eben. Never! Aua! Fucking Eber! Gleich um mich hin. Fuck, ich hätte meinen scheiß Heiltrank nehmen sollen! Kannst du eigentlich die Axt reparieren? Gute Frage, das weiß ich nicht. Ich geh jetzt da nochmal hindrehen. Ah, der macht ganz schön. Ja, wie sollst du denn den der Schlang zuhauen und auf die Seiten chargen? Oder was tut man da? Okay, man kann auch zurückchargen, aber das ist ein bisschen unkampert. Warum waren wir irgendwo? Was ist denn jetzt? Mistviech angeschissen. Wo bist denn? Scheiße, das kostet jetzt mit Gold, wenn man stirbt. Das ist natürlich nicht so geil. Hallo? Jetzt auf, verreckte Eber! Was ist da los? Alter, du, Eber, Kurva. Der macht 20 Schaden pro Hütte, also 5 hält die aus. Ja, offensichtlich ist er einfach davor gesprintet. Ich weiß nicht, wo er hieß. Hallo? Hallo? Eber! Sind die Eber etwa Opa, weil der Nachbar mit dem Pimper immer zu die Himber zu sagt. Was? Ja, ach du Scheiße, was ist das? Ah! Der hat Gräser sagt mich! Ah! 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 Na, Gott, wieso ist das? Du musst. Warte, da wirst du das helfen mir! Wer bist denn du? Bist du ein Guter? Er ist einfach weg. Also, das sind die besoffenen Idioten von uns. Okay, da habe ich aber den Eber gesehen. Eberhard! So, ich schleiche mir jetzt einfach von hinten hin, gebe mir auf den Arsch und dann charge ich weg. Jetzt pass auf. Ah ja, so. Was ist mit dem Pro-Gamer zum Tor, du Hans Wild? Fucking Eber! Na, schau hin, du einmal triffst mich! Was ist denn mit denen? Ist Schläger oder was? Quick, sagt er. Heute? Rohes immer im Fleisch. Ja, ist ja nicht. Kann ich da noch reinhackeln oder irgend sowas? Also, dass da bloß 2 Stückel Fleisch rauskommen, das ist ein bisschen Garbing, hä? Ist schon ein bisschen Garbing, aber einen, da schlagen wir schon. Wir müssen da nämlich essen austragen. Haben wir schon wieder 1000 Gold, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir da XP, wenn wir Viecher da schlagen. Ich weiß nicht, aber nicht aufpasst jetzt. Podcast schon wissen warum. Ah, Pro-Gamer wissen warum. Oh. Also, muss man nicht alles finden im Wald. Da hinten ist eine Mühle. Und dann irgendwelche Riesenbienenstecker oder was immer das da heißt. Was ist das da? Das ist einfach ein Baum, okay. Ich brauche mehr Eber! Oh, Riesenwebs! Nein, mit der lege ich mich nicht überhaupt. Die Sachen, die fliegen können, mach ich nicht. Eine Fackel darf ich mir mal kaufen. Ich sehe einen Scheißdreck da! Könnt ihr mit am Eber vorbeilaufen? Und da ist es gespannt. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Prüfe das Bestellbrett. Oh, da, schau hier, da haben wir was gefunden. Was ist da los? Wer ist da? Hallo? Was ist da? Hallo? Das ist einfach ein Larry-Kapain. Das ist einfach ein Larry-Kapain umeinander. Was soll das sein? Oh, das schaut nach Sumpfgebiet aus. Ich sag nicht, wo ist denn mein Zuhause? Hab ich sowas wie eine Map? Ach du Scheiße. Okay. Super heftig, People, ich bin lost. Hallo? Da ist irgendwas. Ist da irgendwas? Ach, das ist das komische Lager von ihnen. Da waren wir gerade. Wir müssen da irgendwo die Straße sein, wenn wir nicht alles da hätten. Nein, ist nicht. Was ist denn das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt wissen möchte, was ist. Ah! Nein, möchte nicht! Nein, möchte nicht! Ah! Ah! Ich sprint. Oh Gott, ist das da? Sprint. Da steht ein eigener Viech. Das ist ein Wave. Na, mein Gott, wo bin denn ich? Mama, ich mag nach Hause! Da ist ein Fliegenpilz, den nehme ich mit. Da kommen wir aus dem Mord raus. Okay, Kümmel oder will. Also, dann nehmen wir irgendwie. Hallo, ich will nach Hause. Ich finde nie wieder nach Hause. Ich finde nicht mehr nach Hause.
Der Proxy schreibt, kann die beruhigen, wir sind mal einen Scheißdreck. Da hinten! Oh Gott im Himmel, da hinten. Da haben wir dann irgendwas sauer auf dem Weg. Nein, da ist der Hirschen. Oder mit dem Bär. Wir kann man Bären natürlich auch immer mit der Pro-Gamer-Taktik probieren, dass man beim Zuhören einfach zurückchargt. Aber jetzt meine ich, da warten wir schön brav drauf, bis hell ist. Das sagt ich. Ansonsten koche ich jetzt nochmal ein Ebernessen. So, was haben wir da alles? Was können wir brauchen? Verbrauchbar, Teller, Eimer, Hacke, Gießkann, eine Fackel. Ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Fackel. Leute, ich brauche eine Fackel, weil sonst sehe ich hier einen Scheißdreck mit dem Ding. Fackel hier hin. Ja! Sehe ich da wenigstens. Ja, okay, kann ich mit der zuhauen? Nein, aber ich kann es auch noch zünden. Das kann ich da zünden? Kann ich das so zünden? Nein, das kann ich nicht da zünden. Ja gut, wird schon alles irgendwie seinen Sinn haben. Was kann man noch brauchen? Ich glaube, eine zweite Kisten war einmal nicht schlecht. Und was haben wir da so? Komposteimer, Herd mit einer Kochstelle. Ein Grill. Eine Weltkarte! Und eine Musikbox. Was wir nicht alles haben. Ich kaufe jetzt mal eine Weltkarte, einfach weil es mich interessiert, was die kann. E-Place. Wo place ich die? Leute, ich place mal eine Weltkarte da irgendwo hin. Ich place sie da hin. Kann tatsächlich der Wahrheit entsprechen, oder? Das sind wir. Da oben bin ich ja gelaufen, da ist das komische Lager von denen. Da hinten war, glaube ich, die Kapelle. Ja. Ja, aber ich hab's einmal hingeschissen, was es ist. Coole Mate, surft 250 Dishes haben wir gesurft. Da schon hin. Hab ich noch ein Starkbier gekriegt? Nein, hab ich nicht. Ich lege euch jetzt einmal die Schwammerl in Kisten. Ah ja, habt ihr schon Kisten geholt, 6 schon. Die lege ich da rein. So, ich muss ein IBAN-Ding kochen. Nimm gekochter Mais, benötigt Teller. Mit Tellern. Und mit Tellern. Braucht einen Teller. Jetzt warte mal. Rezepte. Dieses Jahr gebraten. Geht das dann überhaupt auf der Kochstelle? Was haben wir da? Das ist wahrscheinlich gebacken. Das sind Getränke und das sind irgendwelche. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Und da werden wir einen Grill brauchen, hä? Du, Leute, kaufen wir einen Grill. Ich kaufe einen Grill, das wird schon. Lass mal durchgehen, da. 24 sind wir jetzt, aber ja. Pass auf, verbrauchbar Möbelgrill. So, den pflanzen wir da gleich mal irgendwo hin. Im Nacken von dem anderen drum. Und dann schauen wir weiter. So. Das ist diese Schenke-Scheiße da. Eventuell können wir da herstellen. Ich weiß nicht. Musst du mal. Pass auf. Zubereitung. Ah ja. Ebensteak. 5 Eberfleisch brauche ich da. So. Und dann machen wir 2. Ein Stück Müll? Kochen. Sehr gut. Die tue ich mal aus. Dann tue ich nämlich Essenslieferungen morgen. Kriegen wir einen Haufen Geld. Rezepte. Da werden dann Helchzepte. Aber da werde ich einen Teller brauchen, oder? Fuck! Ja, dann kaufe ich noch 2 Tellern. Die behalten wir dabei ein zum Ausliefern. Was brauche ich zum Ausliefern? Teller? Was ist denn das für ein Blödsinn? Verbrauchbar. Hast du mal ein Stück 2 Teller her. Ja. So, easy. Ah, was ist das? Hab ich schon! Ha! Zombie-Seppen! Ah! Ich krieg schon! Ich regel das! Wo ist noch einer? Au! Du Wichser! Warte, wieso hat das so viel? Wo ist er jetzt hin? Wo ist denn? Oder war er da? Kann ich ihn hochziehen? Nö. Aber, oh, da kriegen wir Beute. Da kriegen wir Krötenbeine. Ist der letzte hier? Ne. Da kriegt man auch Beute. So wie jetzt. Ach, die haben Gold dabei, okay. Aber jetzt sag, müssen wir euch eine Hacke kaufen, hä? Und ich muss mir auch bei der da ist noch einer! Hat's ihn schon, Leute, haben schon! Tun Sie sich nicht hinunter! So, kann ich jetzt Essen ausliefern? Geh! Und ein neues Hacke muss ich mir kaufen. Machen wir die Kisten da frei. Kriegen wir schon. Eins nach dem anderen. Wir haben eh so viel Platz, den wir nicht brauchen.
Wie hast du denn jetzt den verschwinden lassen? Verschwinden die von allein? Nein. Weiß ich nicht. Ich schau Quests. Essenlieferung. Mais, Ebensteak. Ebensteak, Mais. Nehmen. Nehmen. Ich brauche mit 2 Maisgerichte, bitte. Ja, genau, die nehmen wir gleich mal mit. Merci dir, habe ich dir. So, Quests. Essenslieferung. Folgen. Hinter müssen wir. Kriegen wir schon. Du, Fachlause. Rinnt mir ein wenig das näher. Ich bin immer noch ein wenig verkehrt. Das möchtest du nicht glauben. Jetzt, wo es endlich ist, wieder einiger. Ah! Scheiße, mein Hacke geht kaputt. Meinst du, mein Hacke bucke? Au! Quest erledigt! Leute, Quest erledigt! So, jetzt müssen wir jetzt Essen ausliefern. Wo haben wir? Da haben wir. Folgen. Weiter geht's. Haben wir schon unterwegs. Haben wir schon unterwegs. Hocklassen. Fühle ich mich einfach sicher nicht. Nein, da fühle ich mich einfach sicher nicht. Da kannst du mir kommen, mit was du möchtest. Wie ist denn das mit der Glühbirne? Ist die für Forever hell dann, oder? Oh, shit. Ah! Boah, leck, bin ich jetzt erschrocken. Du Wichsviech! Nein, ich probieren wir es, oder was? Ich weiß es auch nicht. Du Drecksmistviech, vergifst, gell? Ich hab mich so zuhauen! Oh, shit! Nein, nicht! Nein, nicht! Nicht! Wieso hab ich den keine Hacke nicht gekauft? Ich lauf wieder heim. Geh weg! Scheiße, aber die Spinne hätte man schon unterschlagen können. Die ist gar nicht so schwer. Die hält da gar nicht so viel aus. Aber ist wurscht. Erst nach Hause eine Hacke kaufen ohne Hacke und eine Halterung brauchen wir auch gleich noch. Hey, Mickey Mike, da bist du gar nicht so weit weg. Jetzt pass auf, wacht. Verbrauchbar. Wo ist das Hacke da? Oh, das kostet 200, das Scheißding. Das hält es aber nicht viel aus. Was ein Dreck! Hilft nicht, haben wir 1400 Gold, das passt schon, da können wir sauber einkaufen. So, Essenslieferung, gebratene Krötenbeine und Mais, die muss ich dann kochen. So, ist der Teller dann weg, wenn ich den abgegeben habe? Das ist ja voll das Minusgeschäft! So ein Scheiß! Und der Halterung gibt bloß 25. So ein Schund. Naja, gut. Wird nicht helfen. Zweite Essensquest. Ebensteak, gekochter Mais, folgen. Haben wir mir gekocht, haben wir, wo muss ich hin? Oh, hinter. Kriegen wir. Wenn wir auf dem Weg noch irgendwie einen Eber finden. Scheiße, habe ich den Eber glut? Ich glaube schon, oder? Habe ich den Eber glut? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. So, unterwegs. 4 der Schlung. Ich hätte so gerne einen Pfeilbogen. So viel Schiene. Und einen Sprintenknopf, den hätte ich auch gern. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten wieder los? 240 Gold, schau. Was ist denn das wieder da? Ich möchte es wissen. Wealthy! 10.000 Gold haben wir verdient schon. Hm? So, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus und mach weiter Quests. Ich glaube, dass ich uns auch mal noch mehr einen Tisch kaufe. Hä? Hier haben mehrere Kundschaften. Das glaube ich ist gar nicht so verkehrt. Was ist da? Da meine ich, war der Herr Wilhelm Tell am Start. So wie mich das da anschaut. Irgendwie glaube ich, war es nicht schlecht, wenn man irgendwie die Viecher auf der Karten sehen hat, wo in der Natten zumindest eins ist. Weil einfach da blind und blöd durch den Wald streifen ist irgendwie unbefriedigend. Muss ich mal schnell was schauen. Ah ja, da, Status. Tag 7, Erfahrung, brauchen wir noch ein bisschen, Reputation ist gut. Wo ist denn unsere Stufe? Also die. Oh, lecker, mit Stufe 10 kriegen wir erst das nächste Fadel da draußen. Jetzt haben wir Stufe 6.
Na gut, na gut. Kaufen wir mal ein paar Tischerl, das hilft eh nicht. Kaufen wir mal ein Stück oder zwei, hä? Mehr Tisch, mehr gut. Zack, zack. Was hat man sonst damit? Ja. Hä? Was hat man mir sonst damit? Er vermöbelt schon wieder die Leute. Alles recht. Dann stellen wir den Sauhaufen stellen wir jetzt mal da her. Den anderen Sauhaufen kriegen wir den da irgendwie auch zwickt. Ja. Stellen wir da her, da schon hin. Also ich hoffe mal, die Spielmechanik ist so, dass wenn mehr Tisch vorhanden sind, dass dann auch mehr Kundschaft kommt. Da liegt ein Träger am Boden! Hab's genau gesehen. Gesehen. Töte Kreaturen. Töte spuckende Spinnen. 6. Essenslieferung, Krötenbeine, Gerstenbrei und Bierkrug. Ja, Bier haben wir noch keins, aber die Krötenbeine kannte ich mal. Machen wir wieder einen Teller. Das ist mal ein Teller hier, verbrauchbar Teller. Dann nehmen wir mal die Krötenbeinchen da braun. Das Problem ist jetzt ein bisschen, die haben echt rar. Da gebratene Dings da. Dann machen wir halt noch einen. Machen wir so kochen. Dann müssen wir schnell warten. Ring, 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 ring. Das Telefon. Das ist zwar kein Telefon, aber ist egal. So. Ah! Ja, der! Das ist ein Orks! Das ist ein Orks blau! Au! Ich bin gleich hin. Ah! Irgendjemand muss tanken! Oh. Easy! Was, die haben bloß 4 Gold? 6 Gold? Spinnst du ein wenig, oder was? Ja gut. Wird nicht helfen. Was haben wir da? Nimm ich mit. Nein, Quest nehmen. Rötenbeine, gekochter Mais. Da muss ich ja jetzt schnell ein Essen klauen. Hilft nix. Ich brauche ein Mais. Da ist er. Sehr gut. Und dann gehe ich schnell Essen ausliefern. Und dann holt sich mal jeder eine Hacke. Jeder, der keine Hacke hat, bitte einmal kaufen. Halt, stopp. Quest vielleicht auch erst ohne mal, bevor wir irgendwas lernen. Krötenbeine Mais nehmen und dann werden wir das verfolgen. Dann müssen wir schon dahinter. Haben wir schon unterwegs. Und alles, was wir auf dem Weg finden, da schlagen wir. Da, kleiner Gesundheitstrank, den nehmen wir. Wir haben bloß noch 40 Leben. Trotz Gesundheit. Was tut denn sie da? Was soll denn das werden? Orc Hostage? Was? Verstehe ich nicht. Egal. Wird schon alles der Richtigkeit haben. Ist hier irgendwo ein wilder Ebersmann oder Frau? Eber. 200 Gold bekommen für die alte. Ich bin mir nicht, ich habe schon aufgeschaut links, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, vielleicht hat er von den anderen irgendjemand was für 200 gekauft und wieder verkauft, das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Wow, good. Muffin! Domiziertes Huhn in einen Ofen haben wir jetzt gekriegt. Was kann das? Oh, da sind die Kröterichs. Kröterich! Kann ich da durchs Wasser durchgehen? Ja. Her mit deinen Krötenbeine! So schaut's aus. Was ist da? Da blitzt was grün. Das ist die einzige Kröte im ganzen Sumpf. Das ist aber nicht der Teufel, du. Da, was ist das? Was ist das? Tut das so komisch. Kann ich noch nicht so von, aber vielleicht kann man das. Schaut sehr verdächtig aus. Irgendwas wird man mit dem Bums vielleicht irgendwann einmal machen können. Wer weiß das schon. Also für die, wie soll ich sagen, die Gerichte, die gebratenen Gerichte, um die auf die Speisekarten zu setzen, da müssen wir. Oh, jetzt probieren wir einen Bären. Wo nehmen wir Apfel? Haben wir da Apfel, oder? Warte mal. So, Bär. Was ist denn das da oben eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh, das wird zack. Ja, genau! Freilich, weißt du, über die Map hauen kannst, du Hurenviech! Angesagt's! Nein! 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 Nein!
Nein! Ja, sechstes. Bierger 1, Bär. Ja, auch 1. Was haben wir jetzt da gekriegt? Ein Bärenleber. Eine. Habe ich auch schon überlegt, Herr Bernie, dass wir eventuell mit der Armbrust später die. Warte mal. Doch, da ist mir doch jetzt. Da vorher nichts so gezeigt. Aber ja, da habe ich mir auch schon gedacht, dass man da eventuell später ohne schießen kann, wahrscheinlich. Aber was ist? Brother, was ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da ohne schießen mag. Das werden wir nur herausfinden. Aber ich glaube, der Armbrust gibt es ja erst mit Level 14. Das werden wir halt nicht sehen, wahrscheinlich. Ich wittere Apfelmost. Ja, ja. Ja, die schon Trapsen. Recht hast wahrscheinlich. So, was haben wir da? Da haben wir eine Ruine, da ist der Wald, da ist die Taverne. Was da geht's zur Taverne? Da ist hier. Ein Wolf. Kaufen wir den? Oh, der ist flink. Eigentlich toll ist. Und da halt los. Verdammte Depf! Gut, da kommt man schneller heim und verliert sein Inventar nicht. Das ist ein bisschen dumm. Vom Entwickler, muss man sagen. So, sag mal, kehrt da eigentlich auch irgendjemand zusammen? Schaut's aus im Saustall darin! Ambrus bekommst du, wenn du die 3 Bären erledigt hast. Herr Jackson, das sind die Informationen, die brauche ich. Einen haben wir schon. Regelt sie den Scheiß da schon herin? Ja, ich werde es schon regeln. Liege ich da meinen Scheiß einmal rein? Wobei, das behalte ich mir mal, weil ich die Sachen dann brate, aber die Äpfel tue ich mir rein. Ich weiß nicht, für was man die Äpfel brauchen kann, aber wir werden sehen. Und dann gehe ich mir weiter auf die Jagd. Wir haben 1600. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass man keine Rüstung oder irgend sowas kaufen kann. Weil der scheiß Bär, der schluckt ja halt einfach. Greetings, traveler. Honig wird zum Kochen verwendet. Domestiziertes Huhn. Haben wir das nicht freigeschaltet? Kann in einem Gehege freigelassen werden. Und Schweindel. Brauchbar. Haben wir da irgendwas Tolles Neues gekriegt? Auch nicht wirklich. Möbel. Ein Ofen. Da kann man dann sagen, backen, aber so weit haben wir noch lange nicht. Weißt du, was wir mal da sollten? Vielleicht sollten wir mal Bier anbieten. Hä? Sollen wir mal Bier bieten? Dann kaufe ich jetzt da einmal 2 Mal Hopfen, 3 Mal Hopfen, ein Starkbierfassel und ein Bierfassel. Ich weiß zwar nicht, wo der Unterschied ist, aber ich lege euch das jetzt noch mal rein, außer ihr habt es vielleicht eventuell schon lang Bier gemacht. Ich weiß es nicht. Schau mal, haben wir wieder in der Speisekarten. Starkbierkrug. Gibt nur noch 3 XP, oder wie? Warum war jetzt der rot und jetzt ist er auf einmal nicht mehr rot? Warte mal. Warum ist jetzt der rot? Bierkrug. Gebratenes Ebernsteak. Dann können wir doch den Starkbierkrug, können wir doch eigentlich von der Speisekarten runter da. Das bringt ja eh nichts mehr. Und der Gerstenbrei ist auch schon gelb. Ja, es macht schon Sinn, dass man das dann irgendwann, das hat letztes Mal, glaube ich, auch jemand geschrieben, dass man diese Sachen dann von der Speisekarten nehmen kann. Weil sonst kennst du ja auch irgendwann nicht mehr aus. Ansage an an unseren Gärtner draußen. Starkbier wird ab sofort nicht mehr benötigt. Der 4. Ja, das können wir nicht machen. Wir haben ja keinerlei Fleisch und keinerlei Krütensachen zum Hergeben, aber Bierkriegel. Da, Bier. Wie macht man Bier? Ich hätte das auch da drin. Ich werde es rausfinden. Ich werde es rausfinden. Warte mal, Gerstenwürze. Ich mag keine Gerstenwürze nicht mehr. Ich möchte eigentlich ein Bier brauen. Ach so, da brauche ich auch eine Gerstenwürze. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Dann nehmen wir einen Hopfen hinein, nehmen wir Gerstenwürze hinein und dann brauchen wir noch einen Eimer Wasser. Wo ist denn der wieder drin? Den nehmen wir so mit, da werden wir wahrscheinlich mehrere brauchen, oder? Na, da haben wir... Na, stimmt, passt. Okay. Kochen! Bierchen! Jetzt geht's Bierchen, Freunde der Sonne. Mit dem wir das Wasser auffüllen. Easy. Sagt man irgendwo einen dummen Bären umeinander streifen, den ich schneller schlagen kann?
Ich denke nicht. Da wird jetzt aber geharvestet. So ist recht, so ist recht. Da haben wir nur ein ganz Stückel hin. Was macht das Bierchen? Nimm Bierfass. Bierfass. Ach so, ja gut. Dann machen wir es so. Wir haben jetzt Bier, Leute. Gut, dass die Krügel eigentlich nahezu ganz genauso ausschauen. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut, sehr gut. Und mit dem einen Bierkrug auf die Speisekarte. Der bringt nämlich auch 56 XP. Da können wir die scheiß Gerstenpreis, scheiße, die können wir auch bleiben lassen. Direkt für Katz. Ich schau jetzt aus. Keinen Gerstenbums mehr. Wir haben nur noch gekochten Mais im Angebot. Der bringt nicht. Der Starkbierkrug, der bringt auch nichts. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass sich die Farbe dann ändert, wenn man drüber geht. Aber bei 3 und 4 XP, glaube ich, können wir uns selber ausmalen, dass dies nichts ist. So, der Maisbraten. Ja, kaputt! Die Scheiße ist kaputt! Der Jürgen muss richten. So schaut sie raus aus. Da ist auch schon wieder hochgepflanzt. Schau hier. Gartenbeet. Hopfensamen warten halt geil. Schauen wir mal, was es gibt. Was gibt's da so? Da kann man Hopfen nur direkt kaufen. Samen. Gibt's Hopfensamen überhaupt? Karottensamen, Kartoffelsamen, Traubensamen. Das kann ja auch nicht sein, dass man das nur... Naja, gehen wir mal auf die Suche nach Bären. Ich muss einen Bär da schlungen. 3 Bären muss ich da schlungen, um genau zu sein. Und dann muss ich zum Helk zurück. Schwammerl! Smaragdpilz nehme ich mit. So, Bärli. Bärli wo? Bärli kommt zu mir. I gonna trash the shit out of you. Da ist ein Schwammerl, aber der ist mir jetzt wurscht. Bier, Starkbier, Unterschied wo? Lecker Bierchen. IFFs geworden und es sind Daten von SpielerInnen entwendet worden. Allerdings ist der Umfang wohl eher klein. Der Wolfdragon bei uns ändern wir nicht. Das ist tatsächlich fast der Bahngrund, aber nur fast. Was passiert denn eigentlich, wenn wir das Lager da überfallen? Gehen wir da was holen? Weiß ich nicht. Finden wir es mal noch nicht aus, Leute. Da gehen wir später hin. Da gehen wir später zu 4 hin, Leute. Da gehen wir mir später zu 4 hin. Ich da jetzt gerne einen Bär in der Schlange. Okay, Herr Wolfdragon, das lasse ich durchgehen. Wo ich her irgendwas? Das ist wieder die Scheiße da. Ob man einen Bären in der Finstern der Schlange kennen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da ist schon wieder fast nichts mehr. Heim teleportieren. Da ist was. Okay, kann ich nicht 2 Bären auf einmal? Oh Gott, das sind 3 auf einmal. Himmels Willen. Kann ich da einen herlocken? Ja. Mich kurz konzentrieren. Zero Depth! Ab in den Chat. So, wo ist der zweite Bär? Gebt mir den Bären. Ich werde ihnen einen Bären aufbinden, die der Schlag sogar in der Finstern der Huren. Kinder schon. Oh shit, dann ist 2. Ah! Oh shit, was ist denn das? Ah! Was ist das? Ein Puma! Ah! Das ist ein Wolf! Ah! Stor! Was haben wir jetzt da? Hey, Wolf! Ja, das ist... Nicht mein Behag, schon wieder kaputt. Alter, ich bin ein absoluter Pro-Gamer. Jetzt hat er der Finstern ausgeschaut wie der scheiß Bagheera! Der ist auch kein Puma, ich weiß schon, halt einmal. Halt einmal! So, jetzt mal so, jetzt müssen wir den Bären da wieder oben aggron. Und bis noch allein. Und nur noch 60 Leben. Ich darf mit 3 hauen. Ne, die mag ich nicht. Ich mag den Ohrkauden. Was ist jetzt da? Ja, komm noch. Gut, dass du den scheiß Lebensbalken da über... Ah, nicht.
nicht. Ja, der hat so einen Stampfer, hast du gesehen? Der Wichser, der. Jetzt hör nicht der Stampfer auf! Ich tu die weg! Kehre zum Geist des Waldes zurück! Ja, vielleicht bin ich der Geist des Waldes, du Huren! Ja, gib uns dann bitte den... Oh shit, stimmt. Mein Fehler, Entschuldigung. Komm gleich wieder. What's next? The evil nests are in the trees. Find them and destroy. What happens then? Life will return to this place, and the animals will stop getting sick. Wow, we'll be able to hunt. That's great news. Das beste Leben, Alter! Jetzt können wir reinballern ins Viech! Tut mal den Hopfer, hat er ein Stück Hopfer da, hat er Freile. Da! Schieß dir in dein kreisige Lädchen rein, du! Na, nicht nur du schießen. Oh, das hat ein bisschen einen Drop. Oh, das ist ein Vollbrutal! Haha, Mistviech! Was? Au! Nein! Ja, immer sauber in den Arsch rein, dann kann er nichts tun von hinten. Also Arschloch beißt nicht. Ja, schau her. Das ist ja total kalt, was ist mit euch? Ach, in der Finsterheit so viele Viecher da umeinander, dass ganz aus ist. Verdammt nochmal! Vielleicht hätte ich mir Maul halten sollen. Vielleicht hätte ich mir Maul halten sollen. Ich bringe jetzt einen Hopfer. Nix. Achtung, ich hab nur ein Bierfassel da. Zack, nur ein Bierfassel. Hopfer lege ich da in die Kisten ein, neben dem Grill. Achtung! Ein Stück, hopp. Ist da schon wieder, da ist irgendwas kaputt. Das andere Klump, die Zutaten davon, da ist noch Starkbierfassel. Die kann man eigentlich nur verkaufen, bevor wir so umeinander stehen haben, oder? Kann man die nur verkaufen? Also kein Starkbier mehr nachmachen. Wir haben noch 19 Stück. Da hätte ich jetzt vorgeschlagen, die wir einfach da rauf. Das der wir jetzt einfach, damit sie futtern. Das glaube ich ist eine gute Idee. So, dann haben wir da Schwammerl, Äpfel, irgendwas. Das pult mir, Schwammerl pult mir, was weiß ich behalte mir die ganzen Zutaten dabei einmal, solange ich noch keinen Weg nicht gefunden habe, wie man das besser machen kann. Hopfer habe ich rein, 1500 Gold haben wir. Schauen wir mal unsere Reputation an. Das braucht ein 90, das schaut tipptopp aus. Quest, rede mit dem Händler, okay. Säubere den Wald von mir und zerstöre die Nester des Bösen. 8 Stück. Puh, das haben wir schon ein paar. Jetzt rede ich erstmal mit dem Händler und schauen wir, was der sagt. Do you hear that? Strange mooing coming from the yard? Check what it is. Maybe a new challenge awaits you. Ach du Scheiße, hab ich wahrscheinlich wieder 1000 Leute übersehen, oder? Herr Galaxy Gamer, Kuss auf die Nuss, merci für den 9 Monat und dein Resub. War vor 11 Minuten, ich hoffe, ihr seid noch da. Mr. Fink, merci für den Euro, hab ich auch übersehen. Über 740 Zuschauer und unter 180 Likes, das käme mir besser leid. Hat's deinen Knopf? Diamant-Axt war jetzt recht, das ist richtig. Merci dir. Wolfrick schon wieder. Ist dein eigenes Essen, das halte ich genauso wie ein Heiltrank. Ach so. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können, gell? Herr Kauner, merci für 11 Monate Zitronenbaum, merci für den Zwickel. Morgen kommt das neue Spiel von den Tavern Master Entwicklern, Blacksmith Master. Grüße aus Hesse, da wissen wir gleich, was wir nächste Woche tun. So schaut's aus. Sonntag, Ruhetag, merci für den Zwickel, nein, das habe ich noch gesehen. Der Ali, merci für 7 Monate, Kuss auf die Nuss. Der Flo schreibt, Steamhack. Laut Heise sind 89 Millionen Telefonnummern und Einmalcodes entnommen worden. Daten werden im Darknet angeboten, somit wahrscheinlich nicht so brisant, da keine exakten Login-Daten. Telefonnummern und Einmalcodes. Was für Einmalcodes? Diese Backup-Code-Dinge? Oder was meinst du? Gekochte Hühner! Automatischer Geschirrwert! Der hätte doch mal vernünftig, oder? Was ist denn der Bums? Oh, jetzt können wir Armbrüste kaufen. Ah, okay, die Sachen, die kein Level dahinter haben, die kann man freischalten, indem man wahrscheinlich den Quests nachgeht. Schaut, dass es ein Schwert das mit Level 14 gibt. Oh, der Profibesen. Erstens haben wir einen Gießkanne, haben wir sonst irgendwas Tolles gekriegt? Grill, Musikbox, Weltkarte, Putzhelfer.
1800 haben wir da letzte Woche noch dafür gezahlt für den Scheiß. Zur Herstellung von Kompost verwenden. Hat so einen schon jemand gekauft? Geschirrwäsche. Haben wir noch? Verkaufen mag ich eigentlich nichts. Oder was ist denn das Zeug der Wert? Nö. Das bringt es einmal noch so gar nicht. Ja, Hopfer müssen wir dabei so kaufen, dass da keine Samen gibt. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Wir müssen eine Kur finden. Die Frage ist wo? West, säubere den Wald vom Bösen, sieh dich in der Taverne um. Man erzählt sich, dass eine verlorene Kuh irgendwo in der Nähe herumstreift. Es könnte sich lohnen, nach ihr zu suchen. Vielleicht gibt es einen Finderlohn. Was für Kuh, Alter? Wo? In der Taverne? Wo sind... Da ist eine! Da ist eine Kuh! Mu! Moment, da muss ich nochmal schnell kommen. Das muss ich nochmal singen. Deine Frisur ist die geilste! Hello, cow. Oh, a new face. And not just a face. Turn around. Let me have a look at you. Yeah. Da, schau mir Arschloch an! So, Look at it! what's up? Funny news. There was a tavern here, but it went bankrupt. Then it seems they dumped this ruin on some fools. But they have little chance of success. Great. That means one less competitor. Turns out, my tavern is now the only one in the area. Ha, guter Witz! It was already the only one. Congratulations on your acquisition. Thank you. All my savings went to the purchase. But I'm sure it's worth it. Definitely. I can see that you have a flair for promising directions. I would like to offer you this wonderful animal paddock. It doesn't look very good. Look ahead. A little cosmetic overhaul and you have a great ranch. I'll give it to you for half price. For half price? I'll take it. And how much is that? And how much do you have? That's exactly half. Okay, I'll go get the money. Don't go anywhere. Wait, this has gone too far. It's not even funny. Because of you, I'll have to change the saying. Like taking candy from... What's your name? What do you mean? The paddock is yours. Seriously? Thank you very much. It's written all in the contract. This paddock is part of the tavern. With your attention to detail, where did you even get the money to buy it? Oh, it's a sad story. I had to work a lot. Save. There were about 500 years left to save. But then my fourth great-grandfather died and left me an inheritance. And I'm an orphan after all. But it's like life has been divided into before and after. Heart-wrenching story. Anyway, here's your paddock. Now it's up to you to set it up. Look, I'm not afraid of work, but can you tell me what I need to do? First, It's connecting clear the us, paddock of junk. I'll do it right now. See you later, cow. Moo! Wenigstens einer hat's gesehen. Ah, man kann in dem Spiel nicht blocken. Zerstöre die Stümpfe. Stümpf. Okay, das sind schon die Stümpfe. Haben wir die Kuhschlachten. Einen Popo! Macht nur Quietschi. Oh! Wird mir geholfen. Easy going. Dann haben wir da Wassertrog mit Wasser gießen. Das können wir gleich mal machen. Ja. Das ist der Futtertrog. Oh, da müssen wir doch noch Gerste weiterhin anbauen. Okay, ja gut. Ein bisschen, die Dialoge haben ein bisschen lang. Hello, cow. You again? Everything is done. Ready for the next task. Und Do you know what this paddock is for? Of course. But I want to check the versions. What do you think it's for? Here, it's very convenient. To plant cabbage. Animals. Animals are bred here. Well, yeah, that too, of course. Cabbage is more convenient, though. But I'm gonna breed animals here. Wonderful. Go ahead. Start breeding. How? What do you mean, how? You know where babies come from, right? You know. Pistils. Stamens.
Of course. What are you talking about? There's this Huh? movie. Everything was shown in it. What's the movie? Well, everyone knows that children are found in cabbage. That's what the movie is about. In that case, yes. Everything here needs to be planted with cabbage. I'll get on it right away. Wait. Though I'd Nah, be need interested wait! to watch the process, the actual method is different. What method? You just need to put a couple of animals of the same kind in the paddock and wait a little. Even though I don't quite understand why, I'll do it. And also, planting cabbage is not necessary. But then, how? All right, Cow. You're very wise. I believe you. See you later. Und man kann halt den Dialog auch nicht überspringen. Das ist halt das Allerschlimmste dabei. Wo soll ich denn jetzt wieder? Steckt zwei Hühner ins Gehege. Was soll ich denn die jetzt zaubern? Was ist da? Fülle den Futterdruck mit Gerste. Haben wir mit Gerste? Ich kaufe einfach Gerste, weil es mir wurscht ist. Kostet bloß ein Hunderter. Haben wir so. Schäkel, Motherfucker. Bin schon unterwegs. Herr Pennywise, wir brauchen immer ein bisschen Gerste. Ein bisschen Gersten brauchen wir. Bist du eine? Also hast du schon eine eingeworfen für mich zu sagen. Ja gut, ist wurscht. Hab trotzdem eine gekauft. War schon so. So, Gickel. Was tut denn deiner? Domestiziertes Huhn. Stecke zwei Hühner in das Gehege. Muss ich da irgendwo... How? How do we do that? Hätte ich doch zuhören sollen. Hat's mir das erklärt? Wasserdruck, Futterdruck. Mu. Blätschmerz, Kau. Ja, schon ein bisschen. Jetzt weiß ich, wie es euch geht, wenn ich den ganzen Tag Futzen auf habe und meinen Mann nicht halten kann. Aber wir stecken jetzt da! Gickerlein, die wirfen halt einfach rein da! So, jetzt da mal. Kann in einem Gehege freigelassen werden. Geht da einer? Wie kann ich's machen? Weiß das jemand? Weiß das jemand von den anderen? Die mitspielen? Geh, dann lässt es an. Hey Leute, alles Stress! Herzlichen Dank. Wenn wir da gleich mehrere Gickerleiner lernen, kriegen wir ja dann Eier, oder? Merci dir. Schauen wir mal, wie schnell das dann funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal. Futterdruck, nur noch 8. Haben wir auch nur noch 8. So. Ah, ich seh schon. Der Pennywise kümmert sich um Viecher auch noch gleich. Ja, ich muss mir das ja anschauen. Ich muss sehen, wie schnell das geht. Liegt dann da einfach ein Ohr umeinander, oder was ist da? Eier, wir brauchen Eier! Ich schau dabei einmal, was man aus Eier so machen kann. Rezepte? Gekochte Hühnereier! Ja, easy! Ich hab mir gleich auf die Speisekarten auf. Da kaufe ich jetzt gleich noch 2 Gickerl. Ich sag das, was ist, damit da ein wenig was geht. Also ich kauf gleich 3. Ich kauf nochmal 4. Der ist gut investiert. Aber vorher lasse ich einen Pennywise das ausgeben. Der Mann hat Ahnung, glaube ich. Der Mann hat Ahnung, der weiß schon, was er tut. Und kauf ich noch... Oh, die kosten 3. Ich meine, die kosten bloß ein 100er. Kauf ich bloß noch 2. Ich kauf 2 Stück oder 2 kaufe ich. Ist das der berühmte 4000 km/h Giga? Ich weiß nicht. Für das ist jetzt langsam, meine ich. So, einer lassen. Guter Druck, Wasserdruck, schaut gut aus. Aber mich würde jetzt interessieren, wann da das erste Ohr rausflutscht und vor allem wie schnell. Weil bei dem Kehre zur Kuh zurück. Also, wir haben ja eine Quest abgeschlossen. Vielleicht geht's Hello, jetzt dann. Cow. Hey, ya. Ja, hallo Kuh. It really works. I don't fully understand the mechanism, but 2 animals become 3. Das ist überhaupt nicht Now I have a wahr. lot of happy animals. Happy until someone thinks of eating them. Of course. Until then, I surround them with utmost care. I read them stories, sing songs, feed them. Well, and then, yeah. Mag aber nicht weg gewesen, sonst fangen sie And wieder von how vorne. do you sleep at night? Usually on a full stomach. Happy for Eigentlich you, mein Pip. but Ja, hinter dem not Mikrofon, da steht's gut. wholeheartedly. I have to do something to make life better for my animals. Perhaps I know how. There are hornets around here. Nasty little things that make life miserable. Find and destroy their nests. Oh, I can do that. My axe is always with me. Unless I forgot to buy it.
You won't get out of here alive with just an axe. You will need fire. Burn Oi, them. da. Burn them with fire for my tasty animals. You are all kindness. See you later, cow. I gotta go. Wie viel halber die Gickel kommen aus 4 Händel machen? Ja. So, jetzt lassen wir mal schauen da. Ja, da ist tatsächlich ein zusätzlicher Gickel gekommen, aber ein Hühnerei sag ich immer noch nicht. Kannst du da mal scheißen oder was ist da los? Was ist da los? Ich hätte so gern ein Ei. Sonntags auch mal 2. Ich weiß jetzt auch nicht. Dann gehen wir nächste zusammenballen. Die Frage ist wo? Ich laufe einfach mal in die Richtung. Ja, kurzer Chefblick ins Wirtshaus. Kurzer bloß. Ach du Scheiße, Starkbierkrug. Starkbierkrug, Zapfanlage, Bierkrug. Gehen wir den nicht mehr bedienen mit dem Starkbier, oder was? Da müssen wir es von der Speisekarte noch, oder? Starkbierkrug aus, gekochter Mais, gibt auch bloß noch 4 XP. Müssen wir aber dabei lassen, das hilft nicht, weil sonst verdienen wir kein Geld mehr. Ihr macht's das schon. Schaut schon gut aus, aber mit dem Starkbier, die müsst ihr einfach raushauen. Bavarian Chris, was soll ich sagen? Servus zusammen, Grüße an die Müs und auch ja, nochmal alles Gute zum Schlüpftag Steffi B. Gell? Das muss er mir bei sagen, weil sie nicht wissen, was Steffi Geburtstag hat. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Steffi! Happy Birthday to you! Wer bist denn geworden? 24! Das weiß ich nicht! Was zauberhaft! Also zauberhaft, wunderschön. Ab in den Chat! Alles Gute für die Steffi! Und wer nur eine Frage stellt, warum sonst niemand eine oder fast niemand eine Sonderbehandlung kriegt, wenn er Geburtstag hat? Jeet! Da! Der Vierer, der steht. Oh! Bist du ready, wie? Bist du älter wie oder jünger wie? Das haben wir uns noch nie unterhalten, gell? Mir kann mehr, was ist denn das da? Gefass. Still Kompass gefunden. Ach du Scheiße. Dann geht's jetzt. Dann weiß ich aber auch nicht, was tust du an diesem Tag da herin? Außer das ist ein Vollrausch. Da soll nix. Alles Gute. Und vielen Dank und du weißt das schon. So, wir kommen jetzt. Warum ist denn die lila? Warum ist die lila? Ich schieße mal drauf. Ah, heute nichts ausstehen. So, kann ich mich da hinschleichen, ohne dass die alle kommen? Ah! Oh, Scheiße! Ja, die schlagen wir so. Ja, da kann man 2-2. Ah, ich sag doch nur Pro-Gaming. Bist du zu Hause weggetrennt und du Mistvieh! Ja, das ist aber lächerlich. Natürlich lächerlich. Oh, da kriegen wir Honig. Wie viel müssen wir zusammenhauen? Verbrenne Nester mit einer Fa... So. Gehen wir da jetzt mal welche raus, wenn ich da feiere und ich halte oder was? Ja, Scheiße! Au, shit. Ja, fuck. Jetzt müssen wir nicht mehr umeinander pümmeln, schnell wieder gescheit. So. Aber die müssen wir jetzt nicht zusammen. Jetzt kommen wir mir ein bisschen vor wie in WoW. Das ist auch so eine Sisyphus-Arbeit und eine Viertelstunde lang für so Pümmelquests mal. Oh, sonst kann ich Nester mehr, oder was? Oh shit, was ist mit dir? Ja, ich scheiße. Ah, der Gott schießt, du Mistsau! Honig nehme ich schon mit.
Das geht mir dann wieder als Hacke flöten. Wo ist denn jetzt das andere Drecksviech? Wo ist denn? Da ist's. Gibst du auch bloß einen Honig, oder was? Warum geben ein Hornissen Honig? Produzieren Hornissen Honig? Ah! Das ist ein Headshot, du Mistviech. Oh oh. Damn it! Scheiß Humselbrumsel! Ob ich nicht Fame mehr. Oh, wo kriegt man einen Armbrustbolzen hier? Verbrauchbar Arm. Oh shit, die kosten einen Hunderter. Fuck! Wir haben gar kein Gold. Keine Gulden. Haben wir Gulden? Verdammt nochmal. So, wie schaut's jetzt da aus? Haben wir jetzt da bald mehr ein Ohr benannt? Da ist ein Ohr! Ich hab ein Ohr gefunden! Jawohl! So heißt. Oh, jetzt kann man den natürlich erst ausbrüten lassen, gell? Ah, wir haben noch ein wenig warten. Wie viele Gigal haben wir mittlerweile? 2, 4, immer noch 5. Also es dauert schon eine ganz schöne Zeit da. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt liegen lasse, dass dann da ein Gigal rausschlupft. Oder? Ein Gigal rausgeschlupft. Und erst wenn wir da eine ordentliche Gigal-Population haben, können wir auch hergehen und da mal sagen, so, wollte ich das auch nicht. Jetzt sollte man dann die gekochten Hühnereier drauf. Gehen wir einen Haufen. Also der scheiß gekochte Mais gibt gar keine XP mehr, der Bierkrug auch nicht. Scheiße! Was der man dann? Gold kriegen wir auch, irgendwie kommt keine Kundschaft nicht, weiß ich nicht, was da los ist. So, haben wir einen Mais her und einen Bierkrug her und ich bediene jetzt da mal hin. So, diesen hier und diesen hier haben wir schon. 500 Sachen haben wir schon. Oh, ich sehe schon, ihr baut es da, zeigt es an. Da geht's zu wie im Affenstall, du. Da geht's einmal sauber zu. Hab ich noch irgendwas dabei, was man nicht. Ich hab noch ein Starkbierfassel. Ich will jetzt mal in Kisten, weil ich das brauche. Ja, da ist nicht gut aufgekommen. Machen wir so. Gerste tue ich da rein. Das glaube ich macht dann Sinn. Da ist nur Mais drin. Ich sehe schon, da wird sauber sortiert. So ist recht, so ist recht. Ich tue meine Schwammerl dazu, gell? Damit nichts passiert. Holzleber, Ebenscheiß, Honig. Ich weiß nicht, wo man Honig hin. Ich tue den jetzt dabei mit da rein. Der Honig bringt uns auch nicht so wirklich was. Und dann Kompost tue ich dazu den Mais dazu. Den kannst du rausnehmen. Ich weiß nicht, für was man den brauchen kann. Wahrscheinlich kann man den aufs Gewächszeug drauf werfen und dann kriegt man irgendwie was oder so. Keine Ahnung. Verbrenne Nester mit einer Fackel. Ja, wird mir nichts helfen. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde gehen. Und nein, nicht in der Finstern. Nein, in der Finstern mache ich nicht. Verkaufen. Ich verkaufe den Apfel. Einfach weil ich es kann. Was Hacki noch verkaufen und ein Neues kaufen. Ja. Ich helfe ein wenig aus, du. Da war Schurke jetzt genau. Jetzt schwappt es aber einer. Was ist denn da los? Hat jetzt ein Jungsein-Abschied oder was? Bierkrug. Ja, da brauche ich Krüge, gell, damit ich das austeilen kann. Und wir keine Krüge. Doch, da haben wir Krüge. Schmutzigen Geschirr beladen. Wie kommt das dann da wieder raus? Ich hab nicht gewusst, dass wir den automatischen Dishwasher schon haben. Ach, da kommt der jetzt. Ich schenke ein wenig aus, du. Mir nichts passiert. Teller Brei, Grügelbrei. Ja. Voll. Mehr Bier, Kinder, mehr Bier. Schaut's da mit dem Bier aus. Nimm Starkbierfass. Benötigt Fass. Das ist natürlich nix. Da noch eine Fasslerin? Nein, ich hab da eine Starkbierfasslerin. Wenn dir der Wirt mit der Axt das Bier bringt, dann kannst du das nach der 8. fast nicht nein sagen. Absolut richtig. Schau dir das an.
Ich bin der Bedienmeister. Also. Oh, schwuppt's die Monete aus einer, du. Ach du Kacke! Das hab ich noch gar nicht mitgekriegt, wir haben den zweiten. Haben wir noch nicht ansatzweise so viel Tisch, dass sich das rentieren hat. Ob wir zu dem Zeitpunkt gegebenenfalls schon mehrere Tisch. Wir haben auch da noch so viel Platz, dass das ganz aus ist. Und ich will's da nicht mit dem Chor, hä? Und ich will's da nicht mit dem Chor. Ich schenke auch ein wenig was aus. Bin nichts passiert. Dann machen wir es so. Ich nehme das Fassel und steck da ein Starkbierfassel rein. Weil das gar keinen Sinn macht. Das macht gar keinen Sinn. Na, Boys, das macht keinen Sinn. Da brauchen wir irgendwie einen Platz für die Starkbierfassel. Ich leg die jetzt da rein. Ich weiß, dass dir nicht gefallen wird. Ich weiß, dass es dir nicht gefallen wird. Aber das hilft nicht. Anders kann ich es da nicht raus tun. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir 2 Starkbierfassel haben, aber kein Bier nicht. Ist das da jetzt, was ist denn das? Ein Bierkrug? Und dann tue ich da das rein, damit wir die Fassel leer kriegen. Das ist ein totaler Krampf, was ich jetzt gemacht habe. Es tut mir auch irgendwo leid. Aber wir kriegen, hey, schau hin, wir kriegen für einen Starkbierkrug wieder 12 XP und 22 Gold. Ja, dann rein damit. Rein damit! So, ich schenke dabei ein paar Halben aus. Damit da nichts passiert. Nee. Starkbierkrug. Starkbierkrug hab ich keins. Ich hab gar keinen Kriegel mehr. Krieg ich fest. Ja. Starkbier. Starkbier. Nochmal Starkbier. Oh, schau hin. Ah! Wir haben unsere ganze Kundschaft ausgeteifelt! Einer noch welche. Da ist noch einer. Trotzdem schon den Huhn. Hat der jemand umgebracht? Nein, da ist jemand gestorben. Natürlich nichts. Die könnten wenigstens ein bisschen mehr Geld da lassen als die 8 Dinger da oder was das auch immer ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht. So, das ganze Dreck, die Geschirrkette auf alle Fälle mal in den Geschirrspüler eingestopft. Gehen wir vorher wieder heim. Mit schmutzigem Geschirr beladen. Muss man eigentlich sonst irgendwas da? Automatischer Geschirrwischer 0 von 10 Wasser einfüllen. Ah, man muss nur Wasser einfüllen. Was tue ich jetzt einmal? Schotnier. Schotnier. Würde gerne aber sehen. Ah, Wasser ist wichtig. Wasser ist wichtig. Rein damit. Hab ich noch irgendein Geschirr? Nö. Ich hab nur ein Bierkriegel habe ich noch. Bierkrug, die sauft gleich 2 halbe in die Fresse hinein. Die soll sie haben. Die Frage ist, was passiert denn, wenn ich den bediene, währenddessen die Eule unterwegs ist? Hat der dem jetzt auch ein Bier hingestellt und hat dann seins verloren? Krüge aufs Regal. Wie meinst du Krüge aufs Regal? Kannst du da so an die Dinger ohne hängen? Ein bisschen mehr Fassungsvolumen kann der automatische Geschirrspüler haben. Das war eine Sache. Die Frage ist, jetzt haben wir schon wieder 1800 Gold, das passt auch ganz gut. Irgendwas haben wir auch freigeschaltet, ich weiß nicht, was wir freigeschaltet haben. Aber wir haben auch was freigeschaltet. Du machst das mit der Bedienung schon. Jetzt schauen wir mal die Gickerl an. Haben wir schon mehrere Gickerl gekriegt? Was ist da los? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Jawohl! Vielleicht sollen wir noch mit 2 reinstecken, geht schnell. Kauf einen Putzervogel bitte auch. Oh, da haben wir nicht genug Geld, ich glaube, der kostet 1800. Bürger, bitte mal einen Stream auf Hochdeutsch, damit ich dich auch verstehe. Herr Red the Buddha! Ich bin der hochdeutschen Sprache nicht bemächtigt. Es tut mir sehr leid. Ich kann dieser Bitte vermutlich nicht nachkommen. Bürger, gibt's am Freitag einen Doom-Stream? Ihr Schneider, ich weiß nicht, was soll das für Frage sein? Sag's ihm. Was soll das für Frage sein? Oh, Schurkennotzenten. Bierkrug. Okay, da hat ein Fassel gekauft worden, ich hab schon gesehen. Da hat ein Fassel gekauft worden. Da hab ich einen Griegel genommen. Ich nehme die anderen 2. Und bediene mal. Ich bediene mal rein ins Viech. Hey, ich hab doch ein Bier. Bierkrug? Ach, die wollen ein Starkbier. Scheiße. Wo gibt ein Bier? Da, wo gibt Bier?
Alle mag da etwa Bierle. So, und wenn das Starkbier aus ist, ich glaube, wir haben noch 3 Stück. Nein, haben wir nicht, Simmi haben wir noch. Dann können wir es eigentlich auch wieder von der Liste runternehmen. Unten wird Bier gebraut, ich seh's schon. Ein Putzervogel, das ist glaube ich gar keine schlechte Idee, aber das ist wirklich so eine sinnlose Aufgabe, die kostet eigentlich bloß Zeit. Die kostet wirklich bloß Zeit und bringt wahrscheinlich gar nichts. Oder schlage ich lieber ein paar Leute. Gekochter Mais, nehme ich, bringe ich. Grüß gleich Ruhe. Aber er kostet geschissene 1800, das ist schon viel. Ich muss ja noch Nester abfackeln. Fast Traubensaft, das brauchen wir uns auch nicht kaufen, das ist auch totaler Krampf. Traubensamen, aber wir hätten Traubensamen, aber die kosten 210. Findest du oder was? Ja, ein wenig Monedos brauchen wir noch. Mal. Töte Springspinnen, gekochte Hühnereier, Muffin und Gerstenbrei. Ah, der Muffin. Wie macht man einen Muffin? Der hat wahrscheinlich gebacken. Erste Wasser, Ei und Honig. Ah, der ist teuer. Der ist sehr teuer. Säubere den Wald vom Bösen. Zerstöre das Hornissennest. Rede mit dem Händler. Ja, okay, wir auch noch mit dem Händler schmerzen. Schauen wir mal, was der sagt. Greeting. An old acquaintance of mine can't leave her house. Seems like something happened to her. I would visit her myself, but why bother when I have you? Das heißt nichts gut. Herr Onkel Fick! Merci für 9 Monate. Ey Bürger, ich habe endlich eine alte! Punkt. Verunsichert mich aber ein bisschen. Schreibt er. Also mir merci für 9 Monate. Hoffentlich hast du dich nicht vor 9 Monaten kennengelernt und jetzt hast du das für immer. If you know what I mean. Herr Gerald, habe dritt. Oh, Jops, seit mein Meisterstreich leider nicht geschafft. Heute bin ich wieder da. Das heißt, geschafft oder nicht? Hast du geschafft oder nicht? Herr Gerald, sind wir Meister oder nicht? Wie schauen wir aus? Ab in den normalen Chat, wie mit irgendeiner Donation, dann gibt's eine aufs Nuss. Töte die lauernden Bären. Da haben wir doch diese Mal, kriegen wir vielleicht irgendwas. Ich geh Bären hauen! Kinder! Müsst schnell auskommen. Und mit dem Putzteufel darf ich noch ein wenig warten. Ich darf eher anfangen, Gickel ich darf noch mal 2 Gickel kaufen für 700. Und die Eiwerfer, damit die Gickel-Ei-Produktion langsam einmal anfängt, damit wir das auf die Speisekarten setzen können. Das ist mit Sicherheit ein Haufen Geld wert, das Klump. Also sagen wir, hier, sein altbekannter ist aber ziemlich weit weg, hä? Wo ist denn die? Im Kürbisland. Das ist ein zufälliger Hex. Ach du Scheiße. So, kurz mal, die werden beide aggro, wenn ich da bloß so hingehe. Oh. Scheiße, mir Hacke geht kaputt. Au! Muss ich noch mit zurück aus und mir Hacke kaufen, das hilft nicht. Und ich glaube, Armbrustbolzen nehme ich sicherheitshalber auch noch mal mit. Das scheiß Hacke macht überhaupt keinen Schaden nicht. Fuck, wieso blocken hier? Das probieren wir jetzt mal aus mit dem Blocken. Aber wahrscheinlich kriegt man auch Schaden trotzdem durchs Blocken. Aber wahrscheinlich halt weniger. Da charge ich lieber umeinander, aber wenn das den ganzen Schaden wegblockt, dann lache ich mich natürlich tot. Und dann ist es kalt. Also bin ich so weit umsonst gelaufen, da Kruzifix. Aber vielleicht sehen wir noch irgendeinen Nestel irgendwo. So was mitnehmen? Nö, waren wir schon. Exponentielles Wachstum. Axt! Ja, ich weiß schon, Migi. Ich weiß schon, ich hab's übersehen. Ich bin ein Behinderter. Das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht. Was soll ich machen? Ja, jetzt halt. Verkaufen. Das Hacke verkauft man noch für ein Stück oder Simi. Durch mal Hacke her. Und 2 Armbrustbolzen. Jetzt haben wir 40 Armbrustbolzen. Die werden nicht den gelangen. Weißt du was? War gleich ganz anders. Ich nehme noch welche mit. Und ich nehme noch welche mit. Damit ich da hinten die nächste auch noch gleich die scheiß Fliegenvieh da. Oh, den nehmen wir natürlich auch weg. So, warte mal, den da schlagen wir aber mit dem Hacke. Ja, ich bin wieder der Oberheld.
Also treffen lassen dürfen wir uns nicht, weil... Das ist gar nicht mehr so viel. Geh mal. Blocken! Stimmt eigentlich, gell? Vielleicht kann ich wieder vergessen. Ja, ich behaupte immer noch, in dem Spiel kann man nicht blocken. Irgendwie mag ich es aber auch nicht ausprobieren. Und wenn ich jetzt da hinten laufe, was wieder ewig dauert da, und dann haut er durch meinen Block durch, ich kann mir vorstellen, dass man die Hälfte Schaden kriegt. Kann man chargen mit Block? Ja, tatsächlich. Tatsache. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ist halt schnell was. Ich hau noch nicht. Was passiert, wenn ich einen Schwamm verriss? Hab ich 10 Leben gekriegt. Okay, kriegen wir schon. Für was hab ich das gekauft? Jetzt bleibt da stehen, der Huren. Was wie ein Headshot wird nicht. Aha, tolle Idee mit Blocken! Gut, blocken wir einen Schlag von einem Bären, ich weiß es auch nicht. Aber das mit Blocken hat nicht so hingehauen. Das machen wir nicht nochmal. Weißt du warum? Okay. So. Help! The bears are killing me! Da schaut China Proudmore schaut da aus dem Tierschlitz. Hallo? Kräuterkundiger? Help! The bears are killing me! Ja, du bist ja richtig in Panik. Ich hör's in deiner Stimme. Help! The bears are killing me. Everything is fine. There are no more bears. Are you sure? Maybe they're hiding around the Herr corner. Plötzl. Ich hab There doch are gesagt... definitely no bears around the corner. You can come out. Why did those bears even bother you? They didn't look hungry. I was brewing a love potion, but accidentally dropped a vial of bear pheromones into the Gerald Klein, ich cauldron. hab gesagt, du sollst das While nicht I in der was scheiß trying to Donation get it out, einschreiben, the du contents spilled Schädel. all over me. No Oh, jetzt matter bist how du am much Meister, I du hast es ja. try, I can't wash off this smell. Ever since then, the bears won't leave me alone. So they don't want to kill you? You know, I really don't care what they want from me. I'm not leaving the house. I know. There are enthusiasts who would pay a lot for such a potion. They call themselves furries. Strange characters. They have themed parties, wear animal skins, and lock themselves up in houses. What? I wonder what they do there. Well, the bears have been eliminated. Farewell. Wait, I have accumulated orders for potions. Time is running out, Hey! and nothing is ready because I lack ingredients. Klein. Help me gather them. I can't handle it without you. All right. What do you need? Here's a list of components. Return when you have collected them. Okay. Hat der jetzt gerade eine Geschichte über fucking Furries verzeiht? Ist das der Ernst? Hat das jetzt irgendjemand mitgekriegt aus ich? So, jetzt. Herr Gerald. Jo, ab sofort bin ich Fliesenlegermeister. Sorry für die späte Antwort, mein Internet ist abgehackt. Freilich entschuldigen wir uns da noch schnell, dass es so lange dauert. So nicht, Herr Gerald, so nicht! Was soll ich da sagen außer GZ? GZ? Hätte ich dich mal gefragt, ob du mein Bad fließen kannst, bevor du Meister bist. Jetzt kann ich dir nicht mehr erzählen schon, ja? Scheiße. Also du machst es schwarz. Hast du auch... Bring 5 Äpfel, 5 Eier und 5 Trauben. Ja, irgendwann dann. Herr Gerald, GZ selbstverständlich. Meisterbrief schüttelt man sich auch nicht aus dem Handgelenkasse. Hab ich gehört. Ich kenne mich zwar null aus, ich hab auch keinen Meister in gar nichts, ich bin einfach behindert. Ich hab einen Meister in der Lebenshilfe. Steuerfahndung Inc. Mit Sicherheit. So, das wird die... Scheiße, ich hab die Bärenglut. Liegen die noch da? Scheiße, ich hab die Leber nicht aufgeklappt von den Mistviecher. Oder? Da kann schon despawn. Ja gut, hilft nicht. Pilz essen! Wenn wir einen Schwammerl essen, dann soll ich wieder 15 leben. Das gelangt uns überall hin. Jetzt schießt mir die scheiß Websen-Mistviecher. Jetzt warte mal. Quests, zerstöre das Hornissennest, folgen. Vielleicht kriegen wir dann irgendwas Tolles für die Gickel. Oh ja, stimmt, ich kann eigentlich da die ganze Zeit die Schwammerl aufklappen und dann die eigentlich die ganze Zeit fressen, weil warum nicht? Oh, fressen wir den, haben wir schon wieder bei 35, das muss klar sein. Was ist denn das da? Schaut aber von hinten so ein bisschen aus wie ein kleiner Fuck, wie heißt das in WoW? Den Razorfang. Der ist ja vollkommen wurscht. Ist ja wurscht.
Da schießt man schnell. Soll ich mich wieder hauen lassen, ich Depp. Oh, Ebernzeit kann man bra. Da hinten haben wir angefangen zum Motzenden. Da ist noch ein halber Angliedels. Ein halber Angliedels ist da noch drin! Da haben wir noch so ein Beutefass, glaube ich. Was haben wir da? Das hätte schon mal nicht so sein, das ist ein Apfel! Das ist also eine ultra dumme. Oh nein, mein Fackel ist fast hin. Ach. Oh, weg ist mit dem schon, da kommt sowieso noch mehr eine raus. Go home. Killed 25 enemies. Hey, ich habe auch mehr Achievement gemacht. Oh, geiler Teller. So, was haben wir jetzt noch? Wie viel muss ich noch? Not 2. Es kann die Fackel kann's überleben. Kann man schwimmen? Natürlich. So, ich kurz mal das Speer sich aufgehängt. Na ja, gut, passt. Haben wir schon so. So, wir haben da hinten noch eins und da haben noch 2 Bienen daneben. Da gehen wir jetzt über die Brücke mal. Gehen wir uns auch das Ding da mal anschauen, was auch immer das ist. Bloß habe ich das Gefühl, dass man da sofort wieder nach Hause prügelt, wenn es schaut nach okkultem Scheißdreck aus. So, ist da irgendwo eine Biene rundum? Nö. Machen wir so. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Okay! Leider, ich habe mein Bestes getan, es hat nicht gereicht, ich muss nochmal hindrehen. C-Fix! C-Fix! Gerade Feierabend gemacht, drückt benannt, Mr. Otto, habe ich die Zeit ist aber auch mal, wollen wir spätestens überhaupt. Was? Wie zum Fick ist es ein 3/4 geworden? Okay, keine weiteren Fragen. Greetings, Zack. traveler. Ja, jetzt mal so. Wir verkaufen unsere Fackel, verbrauchbar und kaufen unser neue. Wie viel Geld haben wir? Wir nehmen noch mehr Armbrustbolzen mit, das passt, Abflug. Was machen eigentlich deine 3 Höfe? Das ist eine gute Frage. Da habe ich schon lange nicht mehr eingeschaut. Ich weiß nicht, da Kundschaft kommt, Kundschaft geht. Schaut gut aus, wir haben 1000 Gold. Schauen wir aus. Die haben schon Wein gebaut, schon hin. Haben wir den angebaut auch schon oder haben wir den bloß gekauft? Ich muss jetzt da schauen, bei wie was für einer Stufen sind wir? 9 schon hin. Und wir brauchen noch ganz Stückel auf Level 10. Was baut er da hauptsächlich an? Mais, gell? Aber für Mais kriegen wir halt kein XP mehr. Wir müssen wahrscheinlich das Geld, das wir mit Mais und mit Bier verdienen. Mal schauen. Da, Bier und Mais bringt halt gar nichts mehr. Wir müssen... Ja, machen sie eh schon richtig. Krug mit Traubensaft. Nehmt es ruhig, kauft die Fassel und damit wir ein bisschen XP kriegen für Stufe 10. Weil vielleicht kriegen wir dann das zweite Fädel und können mehr Zeit gleichzeitig anbauen. Dani! Der Tag dauert so ewig, bis er um ist und die Stream geht im Nu um. 60 Monate. 60 Monate ist wirklich lang. Dani. Und auch alle anderen. Ich weiß, dass sehr viele da sind, die 60 Monate, 70 Monate teilweise. Manche haben schon 80 Monate. Da weiß ich aber nie, was ich da drauf sagen soll. Das ist absolut utopische Scheiße. Das ist alles, was ich weiß. Vielen herzlichen Dank dafür. Und für alles andere natürlich auch. Ist ja klar, ist ja klar. Oh, das Kistel da ist nicht mehr schnell mit. Beutekiste. Erste. Nehme ich mit. Gib das Fleisch her und auf die Karte. Verstehe ich nicht. So, wir gehen jetzt wieder zurück, nochmal über die Brücke um und zu dem Ding um, sind wir zuerst das so und beim Heim geht sind wir das so. Am besten bevor es finster ist. Und den Honig. Jetzt habe ich die verstanden. Ich komme ja gleich wieder. Lass mich noch ein wenig einen Honig einsammeln. Ich komme gleich wieder. So.
da schießt man nicht. Zu dem komischen Windmühlen-Ding gehe ich auch nicht hin, sage ich dir freiwillig, wie es ist. So, jetzt schauen wir, können wir da ohne dass wir eventuell die Schießer die triggern? Nicht, gell? Ja, kill das. Für was habe ich die ganzen scheiß Pfeile gekauft? Die müssen wir einfach in Honig umwandeln. Ne, wieso schießt jetzt nicht das Viech durch? Gebratenes Hähnchen, Gerstenkuchen und Bestellungstisch. Wir schalten mir so viel Sachen frei und haben wir gar nicht genug Geld dafür. Das Money ist noch nicht so ganz ausbalanciert, du. Ich arbeite dran. Haben wir. Schön brav looten. Ich glaube, der Honig ist wertvoll. Honig wertvoll. Homöozint. Die Hitbox von dem Mistvieh ist schon wieder so im Arsch. Haben wir schon. Kehre zur Kuh zurück. Bin schon unterwegs. Herr Bavarian, bin unterwegs. Was haben wir da? Bora! Wir sind 40 Monate. Natürlich auch noch die weniger für 60 Monate dabei sind. Natürlich auch ein Dankeschön. Die Mai ist eine geile Sau. Das mag ich singen. Dann schauen wir weiter. Picture und der rechte Hindzeit nicht. Die linke auch nicht. Merci dir. Der Brezensalzer, 60 sind es noch nicht, aber einen Runden haben wir schon. 50 ist, oder? Es ist so krass, wie anscheinend haben so viele Leute da irgendwann vor Jahren Mitglied geworden und sind einfach blind. Denn ich sage mal, die Zahl der Mitgliedschaften ändert sich fast gar nicht. Die geht immer von Woche zu Woche, die geht die um 3, 4, 5 auf und gleichzeitig um 3, 4, 5 oben. Das bleibt immer irgendwie gleich. Das ist absolut narrisch. Da mich interessiert, ob das bei anderen auch so ist. Ich glaub's nicht. Kommt ja so mit seinem Stab bei den Sachen in der Hand. Da, Kiste, gekochte Hühnereier haben wir quasi schon, oder was? Was schauen wir da drin aus? Ein Stück Mais, Bomben voll. So, Honig stecke ich da rein. Ja, das Fleisch bringt's nicht wirklich. Wir brauchen nur Kisten für. Ich kaufe mir nur Kisten. Wie viel Geld haben wir? Nicht 1800 ist lang leicht. Ich kaufe nur Kisten. Da kämen Fleischzutaten hinein. Greetings, traveler. Machen wir so. Verbrauchbar, Möbel, Truhe. Gut über die Kuhsalat, da müssen wir auch noch schnell hin. Ja. Eins nach dem anderen. Das ist so ich, weißt du. Naja. Wie der man jetzt da so. Wie kann man die Sachen drehen? Das wollte ich überhaupt nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Stopp. Wir kommen Sachen dran. Auf R. Drehen wir die da neben dir hin. Geht das? Ja. So, und da tue ich mein Fleisch rein. Eben das Klump. Wurzel und Hopfer habe ich auch noch. Jetzt warte mal, wo ist denn da was drin? Wurzel und Hopfer, was haben wir da herin? Da haben wir einen Wurzel herin. Passt, und da tue ich jetzt mal einen Hopfer dazu. Ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll. Pfeile, die haben wir da oben, die brauche ich nicht im Inventar. Tellern. Teller. Wo tue ich den Tellern hin? Haben wir mir nicht irgendein Tellerregal? Ja. Da, ich habe nur Tellern aufgestellt, weil, warum nicht? Oh, was haben wir denn da? Gerstenkuchen. Aha. Meisel, ein wenig Meisel. Schau mir einmal ein wenig zu, die rödeln nämlich, glaube ich, ganz schön. Du. Ich meine, die rödeln ganz schön. So. Wuseln sie miteinander. Der Jürgen, der das Bier auf. Minus 200 Gold, ich weiß nicht, was da gekauft wird, aber ja, es war kein Vorwurf, das passt schon. Immer rein damit, ihr werdet es schon wissen. Aber bis jetzt läuft das immer ziemlich gut. Dann muss ich mal zur Kursela, wo ich gehört. Schauen wir da mal hin. Gerstenkuchen, ich mag auch mal beim Bediener, da ist ein Gerstenkuchen gelegen. Den bringe ich ja schon hin. Da, also Fladenbrot hätte ich jetzt auch Bock. Der Gechillte! Mit 75 Monaten, du gottverdammter Irrer. Birger, 75 Monate auf weiter im Monat. Ich bin gespannt, wann der erste mit einer dreistelligen Zahl daherkommt. Das wird absolut utopisch. Aber da ist noch ein bisschen hin, da haben wir noch 2 Jahre hin, meine ich. 2,5 Jahre hin. Das ist utopische Scheiße. Und dann fangen wir an zum Zählen, wann der erste mit einem 2er vorn drauf kommt. Und dreistellig. So, ab zur Kursela. Wo ist denn Kursela gewesen? Die ist außen rundum gewesen. Gell? Warte, ich nehme gleich mal ein wenig Wasser noch mit. Was? Das wird man nicht so machen. Achso, ich brauche ihn einmal gar nicht auswählen. Das ist ja eine Sache.
Wie viele Gickel haben wir mittlerweile? 3, 6, 8. Ja, wird schon. Da liegen 1, 2, 3, 4 Ohren umeinander. Der ganze Scheißstall soll genauso voll sein wie damals in Minecraft. So schaut's aus. Kann ich eigentlich einen Bierkrug selber saufen? Oh Gott, das haben wir letztes Mal schon ausprobiert. Oh Gott, ich kann nicht mehr lenken. Oh Gott, ich kann nicht mehr lenken. Ah, warte, ich schmerze mit der Kusela. Kusela! Kusela! Oh. Hello, cow. Hello, cow. The Oh, God! warmth left you alive. All good. Just a few extra holes. Happy for you. Listen, cow. You've done so much for me. You're so warm to me. Just like my dad, even though I'm an orphan. Looks like childhood was happy. I want to thank you by cooking a dish of your choice. All right. I've always wanted to try a sweet cupcake. Great. It will be the sweetest cupcake of your life. As long as it's Der not the Benzi, das last glaubt one er, in my merci dir. life. Überlege mal, wie viel das 41 Monate sind, du geschubst hast. Dann warst 4 Jahre. So, bereite einen Muffin zu. Dazu brauchen wir einen Ofen, oder? Genug Geld haben wir, dass wir uns das Zeug mal einstellen können. Dann machen wir uns jetzt eine Backstübel. Achtung, Backstübel. Wir haben ja schon einen Ofen. Der fix. Ja gut. Dann muss ich jetzt einen Muffin machen. Ich mach einen Muffin jetzt. Oh, Eier haben wir, was? Na, da waren sie nicht. Da waren sie auch nicht. Da haben Eier. Ich nehme jetzt da mal 6 dabei. Ist ja wurscht. So, Honig habe ich den auch irgendwo da? Ja, nehmen wir 6 Honig. Was haben wir noch gebraucht? Ich glaube, was haben wir noch gebraucht für ein, warte mal. Rezept. Backen. Muffin. Gerste und Wasser. Wasser haben wir, aber wo kriege ich Gerstel? Wo kriege ich die Gersteln her? Haben wir mir eine Gerste, da haben wir eine Gerste. Da muss ich an den Ofen dran, Muffin rein, Muffin raus. Ja gut, dann machen wir halt gleich mehr, oder nicht? Warte mal. Machen wir so viel. Haben wir Gersti, Honig, Eier, Wasser. Kochen! Rein damit! Oh, da wird's dann aber auch richtig zack, glaube ich. Ja, du musst dich da um die Speisekarten kümmern, unbedingt, dass da nicht die ganze alte Scheiße die ganze Zeit angeboten wird. Ich will eigentlich auch mal draufschauen, was da so draufsteht. Ach du Scheiße! Ja, Traubensaft, Gerstengrün, gekochter Mais, gebratenes Hähnchen. Ja, so weit haben wir noch nicht, da brauchen wir schon noch einige mehr. Das mit dem Ebersteak ist auch eine Kaste gebratenen Krötenbeine. So, das braucht ein Teller, glaube ich. Teller, Muffin. Den neuen Muffin lasse ich euch drinnen. Könnt's verkaufen, kriegen wir einen Haufen XP. Ja, und dann gehen wir zur Muku. Gib der Kuh den Muffin, nicht gib den Kuh der Muffin. Ja, Here's genau. a delicious cupcake for you. Delicious. Thank you. It's a dream. Hörse! come true. Sind die schon auf der Karten? Muffins? Nein, sind's nicht. Snack. Aber ich darf ja immer noch warten, weil Honigproduktion ist echt schwierig zum Besorgen. Und unsere Ei- und Gickelproduktion, ja, sie nimmt langsam Fahrt auf. Langsam, aber sicher. Wir hatten da ein Ohr rausgelegt. Warte mal, was ich jetzt tue? Hab ich jetzt das? Ausdecktisch, Forellensuppe, Fasshalter. Easy. Hab ich jetzt da 6 Ohr hingeschmissen oder 1? Wahrscheinlich bloß 1. Über Ohr wieder zurückgelegt. Ah, hast du mir Glück gehabt. Verdankst mir dann nachher dein Leben. Haben wir einen Haufen neues Zeug gekriegt. Schauen wir uns an. War aber glaube ich jetzt nicht so was Besonderes. Schauen wir mal. Komponenten für die Kräuterkundlerin. Ja, rede mit dem Händler. Machen wir mal. Schauen wir, was der Händler zum Sagen hat. News from the fields, or rather from the shores. They say someone on the shore is calling for you, asking for help. I see the land is full of rumors about your deeds. I would hurry if I were you, just in case. Hab da so einen Verdacht. Da wird uns wahrscheinlich als Fischen gelernt. Schauen wir da, schau das Ufer des Sees an, säubere den Wald von dem Bösen, zerstöre die Nester des Bösen. Da gehen wir jetzt einmal noch mal hinterher und schauen wir mal, ich möchte wissen, was passiert, wenn wir auf die Nester da schießen. Vor allem, da müssen wir 8 Stück zerschießen. Das ist das komische weiße Reh wieder hinten. Mag ich jetzt schnell sehen.
Oh, das der wir auch noch, bevor wir aufhören. Erinnert mich dran, wir überfallen das Orklager da noch. Und killen wir alle. Aber da müssen alle mitkommen, die schaffe ich allein nicht. Ich glaube, da hinter die Steine war eins, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist ein Bär hinten. Da ist doch irgendwo zwischen die Beine. Ja, genau, da. Was haben wir da? Oh, da ist ein Wolfsrudel. So. Weißt? Au, was? Kruzifix! Mistviecher angesagt, ey! Lass mich ran, und wenn ich jetzt an das Ding ohne dann kommt dann natürlich kommt dann der nächste. Du hast ja die ganzen Dinge Scheiß da gehabt, da jetzt da lang umeinander charge wie Depp. Was kriegen wir da eigentlich? Ah, ach, das ist gar kein Schwammerl nicht wie vorher, das ist schon wie ein Pfifferling, das war ein Wolfszahn. Lol. Easy! Für was man das mit die Wolfszähne braucht, weiß ich nicht. Schaut aber ein bisschen aus wie ein Fischerhagel. Ja, Kruzifix, wie viele Wölfe sind denn da? Da hätten wir gleich die scheiß Quest noch nicht mehr kennen, wo ich Wölfe killen muss. Ich Trottel. Kriegen wir schon. Einmal habe ich mich erwischen gelassen, glaube ich. So, was tun wir jetzt mit dem da? Finde ich ein Mädchen. Quests. Vom Bösen säubern. So, was tut jetzt das da? Muss ich da reinschießen oder was muss ich denn da damit? Schieß mal rein. Ja, das ist auf alle Fälle nicht. Muss ich so zenden? Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Warte mal. Und da nicht einen Apfelbaum sammeln können? Ja. Nehmen wir auch mit, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind. Was haben wir da? Da ist nur so ein Nest des Bösen. Dann auch so viel Wave drunter. Deswegen ist es wahrscheinlich. Ja, okay. Gehen wir mal schnell zurück aus und schauen wir, ob wir eine Quest haben zum Wölfe töten, weil das darf sich natürlich dann brutalst gut anbieten. Oh, jetzt haben wir fast 3000 Gold schon hin. Leute machen, ihr seid die brutalsten. Ich finde es so geil, sie schreien mir die ganze Zeit selbstständig da im Hintergrund umeinander und koordinieren das und ich stehe einfach nur da und mache irgendeinen Kass. Was möchtest du leben, Alter? Was möchtest du mehr im Leben? Was haben wir denn da? Ach du Scheiße, wieso ist denn da eine Krone dran? Wieso minken die auf einmal gebratene Hähnchen? Haben wir überhaupt gebratene Hähnchen? Wir können sie nicht unseren Kickel verkaufen, den wir gar nicht haben! Oder was, wo warte mal. Das ist ja gar nicht auf der Speisekarte, das Ding. Rezepte. Gebratenes Hähnchen, Smaragdpilz. Haben wir einen Smaragdpilz? Ob ich da nicht einen... Lad jetzt ein Gickerl, ist so wieder was ist. Koch jetzt ein Gickerl auf. Ein Gickerl. Einem koch jetzt ein Gickerl. Kriegen wir einen Haufen XP. Ein Gickerl her. Damit zwei her. Und ein Smaragdpilz irgendwo zum Singen? Leider nicht. Ich probier's. Leider, ich probier's. Machen wir es so. Gebratenes Hähnchen. Mit dem wir... Hä? Wie machen wir eine Hähnchenbrust? Ich werde es probieren müssen. Das war meine Hähnchenbrust. Entschuldigung, Leute, es ist, was es ist. Also so. Können wir bloß so machen und einen Smaragdpilz rein. Wir kommen. Nehmen wir raus. Müll. Eine können wir noch machen. Weiß ich nicht. Wieso geht der Smaragdpilz da nicht rein? Ach, ich muss eher mehr kochen und dann einen Pilz dazu da. Jetzt. Bin schon da. Hacke tu ihr Arsch, Elite-Kundschaft. Ja, wir haben nicht mehr. Oh shit, die werden wir nicht mehr. Aber werden wir nicht mehr bedienen können, aber da. Mit dem Granal. Ich möchte wissen, was wir da kriegen. Dann brauche ich einen Teller, glaube ich. Du mit dem Teller, ein Stück Teller. Oh, wieso? Oh, um Gottes Willen, der Profi-Grill, eine Waschmaschine und der Profi-Besen. Ja, wir haben lauter Professionelle. So, jetzt
Smaragdpilz dazu. Schauen wir mal, was wir kriegen. So, haben wir. Und dann, Achtung! 49 Gold und 73 XP. Ich glaube, 73 XP ist ziemlich viel. Isolde Ravencroft. Die war gerade neben C und ist direkt verreckt. Ersten Kuh. Holen wir schnell einen. Und bedienen rein. Oh! Oh, das werden wir nicht geschissen kriegen da. Die Forellensuppen werden wir nicht geschissen kriegen. Scheiße, ich hätte den ersten Kuh ihre da geben sollen. Ich Trottel. Scheiße. Ich glaube, jetzt pass auf, wo ist unsere Fleischtruhe? Und wenn ich da ist eine Fleischtruhe. Fleischtruhe, da haben wir einen Kickerl rein. Der erste hat da drin nichts verloren. Den anderen Kickerl trage ich wieder aus. Der soll gefälligst die anderen Hähner zusammenfegeln und neue Eier produzieren. Das ist aber das Allerwichtigste. Kickerl reingeschissen. Wie viele Eier liegen drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das passt schon. Futtertrog. Das wird halt wahrscheinlich die Begrenzung dann, weil alle 2 Sekunden der Futtertrog dann leer ist. Irgendwann macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr, mehrere Kickerl zu haben. Wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8, 9. Ne, Schmarrn. 2, 4, 6, 8, 10. Ist 10 das Maximum vielleicht? Kannst du das hier geben? Weiß ich nicht. Ja, Andreas, aber sicher doch. Am Freitag, 20 Uhr, wird Doom reingeballert ins Mistviech. Warum nicht schon früher? Weil ich auch noch was anderes zu tun habe. Du weißt ja selber, was es ist. Freue mich schon, das wird gut. Hoffe. Rezepte. Oh, da haben wir Kapfen, super auch noch. Wir können nicht mehr fischen. Jetzt, warte mal. Okay, leg mir da am Arsch, wann ist denn 10 geworden? Weil ich renn da umeinander wie ein Geisteskranker und es ist 10. Freunde der Sonne, wisst ihr, was das heißt? Das ist Sperrstunde. Der Mann wird noch bedient, dann ist Sperrstunde. Was ist mir dann der? Ich möchte wissen, was passiert, wenn man so ein Klauger überfällt. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Irgendwie habe ich nämlich schon Interesse dran, da nochmal ohne zum Spielen. Aus irgendeinem Grund. Was ist denn da oben? Was ist denn... Hä? Ich hab gar nicht geschaut, jetzt warte mal. Was ist denn die... An das Zimmer. Und haben wir die gekriegt? What? Was? Separé? Ja, der muss mir etwas sagen. Der muss... Hoppala, falsche Tür. Moment, jetzt muss ich schnell schauen, ob er mich bin. Kann ich da Bett einsteigen oder was? Nochmal. Möbel. Waschmittel. Schlafzimmerbett! Fasshalter, Ausdecktisch, die können wir nicht. Da habe ich vorher nicht aufgepasst, dass wir ein Schlafzimmerbett gekriegt haben. Und ein Schlafzimmer-Serviertisch. Ach, den muss man dann bedienen. Ach du Scheiße. Braucht das Zimmer einen Serviertisch? Josef, ein Rotwild. Ich kaufe jetzt einmal so ein Bett. Das mag ich jetzt da noch schnell einstellen und ich mag aufmachen und ich mag schauen, ob da jemand kommt. Und dann schärft es schon einmal eine Hacke in mir, überfallen wir so Arglager dann. Zu viert. Da sperren wir dann zu. Muss pass auf. Ja, okay, das kann man nur da platzieren. Ja, gut. Braucht's den Serviertisch, ist jetzt die Frage. Fasshalter, wenn's fett ist. Fassel. Ja, okay. Bett machen. Oder ein Stern dann. Und 54 XP kriegen wir dafür. Ja, warum nicht? Ich meine, das ist Passiveinkommen. Was ist Passiveinkommen? Man muss sich auch drum kümmern, aber ich möchte jetzt wissen, ob da jemand... Ach, da hinten sind nochmal 2! Sackel Zement nochmal! Da mag ich jetzt sehen, ob da jemand aufgeht. Das mag ich jetzt noch schnell erleben. Das wird zwar Zeit dauern, bis die von da hinten dahin... Kann man da rausschauen? Da rennt keiner umeinander, gell?
Jetzt ist wieder keiner mehr da. Wir haben zugesperrt. Jürgen, wir haben zugesperrt. Das ist ja klar, dass da keiner mehr... Hab ich zugesperrt vielleicht? Du, ich sperre mich noch mehr auf. Ich sperre noch mal schnell auf, damit nichts passiert. Ja, echt nein, es war mir ein Fest. Ich weiß zwar 3 Viertel nicht mehr, aber... ich werde schon irgendeine Scheiße klar haben. Pennywise schreibt Birger. Was ist los? Krug mit Karottensaft. Pennywise, was ist los? What do you want? Du musst wieder aufmachen. Ja, hab ich grad. Wo ist denn? Wo ist denn der Pennywise? Pennydizer? What's the plan? Ich sag bloß ein Jürgen. Ohne Bettlaken wird das nicht. Was, es gibt Bettlaken? Verbrauchbar? Möbel? Ich sehe hier keine Bettlaken. Muss man die extra kaufen oder was, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich denn da hin? Die musst du dann mit der Waschmaschine auch wieder sauber machen, wenn ein Gast da war. Ach, für das ist die Waschmaschine. Okay, dann müssen wir es bleiben lassen. Oder geht gerade jemand auf, oder? Ist jemand drin? Da ist doch jetzt jemand drin, oder? Bei verbrauchbar. So viel Leute schreiben bei verbrauchbar. War ich wieder blind? Ich gucke nochmal. Wo ist. Da geht's aussehen. Momental. Verbrauchbares. Bettlaken! Da eins! Tatsache. Hat jetzt wahrscheinlich noch keiner gekauft. Ich weiß es nicht. Ich kauf trotzdem weh. Hab schon rausgefunden. Ah ja, da hat sich jemand noch so einen Aufdecktisch gekauft. Auch recht. Da haben wir auch schon. Ist jetzt das da, das ist ja nicht zu. Das Ding ist ja geschlossen, weil jemand drin ist. Und dann bewegt sich der Balken, oder mal? Ja, ganz langsam. Ja gut, passt schon. Ja, ach so. Zwar mit Bettlaken, Herr Lord, Kuss auf die Nuss, passt. Ja gut, dann lassen wir das da so. Du, dann sperr ich wieder zu. Bedienen wir die Leute, sperren wir zu und dann überfallen wir so Anklage. So sieht's aus. Was haben wir da? Gekochter Mais. Die mengen ganz viel Meise. Haben wir überhaupt noch Mais? Ich bringe Ihnen einen Mais. 1, 2, 3, 4 und ein gelbe Rübensaftal werden wir nicht haben. Das ist wieder so eine Königsbestellung. Aber ist ja wurscht. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Oh, haben wir eh schon Level 12 schon. Jetzt schauen wir mal da raus. Ja, genau. Dann haben wir das zweite Ding freigeschaltet. Da haben wir einen Komposteimer. Mit Müll füllen. Haben wir irgendeinen Müll dabei? Nö. Dann gibt es da hinten noch was frei zum Schalten. Da passen dann wahrscheinlich mehrere Viecher rein. Man kann ja noch Schweindel haben. Das ist natürlich nichts. Erste rein. Wassertrog rein. Wie viel Gickel haben wir da schon wieder? 2, 4, 6. Es wäre halt toll, wenn da irgendwo dort steht, wie viel Gickel das sind, weil die da so zählen. Da kriegst du ein kleines Vögelchen, glaube ich. Die Fix, jetzt muss ich mir das mit dem Orklager noch anschauen. Ja, hilft nicht. Jetzt gebe ich jetzt so schnell meine Ressourcen in die Kiste hinein, damit das alles passt. Unser richtiger. Oh, da haben wir gelbe Rüben schon hin. Fleische haben wir keins, aber ich tue die 10 da rein. Ich tue den Wassereimer da dazu, das passt glaube ich ganz gut dazu. Dann glaube ich, da ist Mais drin. Was haben wir da drin? Das ist ein Gramm, was ich da gemacht habe. Wolfszehen kehren da rein. Da ist der Honig, den nehmen wir da auch noch dazu. Äpfel können wir stacken, die Ambrusbolzen im mit. Das schaut doch ganz vernünftig aus, so einigermaßen, hä? Hätte ich gesagt, Bettlaken behalte ich mir mal noch. Und die Gersten, glaube ich, die ist immer da herrenten gewesen. Ja, die hat keinen Platz mehr. Ja gut, passt schon. Ja, meine Damen und Herren, dann holen Sie die Axt raus. Und dann gehen wir raus. Vor die Tür treten. Oh, es wird finster. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir mir auf alle Fälle noch machen ist, da brauchen wir noch einen Screenshot. Wo setzen?
Ja, können wir einen Screenshot reinballern. Bitte, nein. Ja, der Lord hat schon verstanden, ohne dass ich... Da, jeder! Es ist einfach... Ich kann nicht anders, ich muss es jedes Mal wieder sagen. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Ich brauche nicht mal was sagen. Ich brauche nicht mal was sagen. Alle drei kommen da außer und stehen sie so hin, wie sie sich gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Triple F für die Leute, die mitgespielt haben, ab in den Chat. Vielen Dank an euch fürs Mitspielen und einfach machen. Es war einfach schwierig. Ich habe wahrscheinlich 3/4 im Chat bei euch in-game im Chat wieder nicht gelesen, was braucht jetzt. Es tut mir sehr leid, aber weiß das eh, es ist jetzt auch nicht zum ersten Mal dabei. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir gehen jetzt eine Ortlager ausraum. Moment. So, dreimal einen Screenshot gemacht und rein damit. Jürgen Pennywise Lord! Es geht los. Ich bin über Armbrust. Ich schieße, ihr haut's zu. Kann ich euch... Ja, ich hau auch zu. Ich hau auch zu. Die sagen, bevor es noch finsterer wird, verpissen wir uns in den Fackel. Ich mach Licht. Schlagen wir so eine Klage über den Haufen und dann passt es. Wieso in dem Spät Orks blau sind, weiß ich nicht. Es ist so geil, wir sind neu. Ja, ich hab's schon gesehen. Wir brauchen mehr Community, sagst du. Ich hab's schon gesehen. So, wo war jetzt das Lager genau? Dann müssen wir es nur noch finden. Es war, glaube ich, weiter links. Weiß jemand von euch, wo das Lager genau ist? Ja, es war eher da hinten. Wenn nicht, dann suchen wir es! Verdammte Ochse! Garstige Ochse! Nein, das heißt nicht garstige Ochse, das heißt garstige Hobbitze, aber so wurscht. Irgendwo in den Nähten von denen Storner da oder so? Da unten steht irgendwas. Ja, vielleicht laufen wir ihm da noch. Da war die ganze Zeit dieses scheiß Orklager da! Mal auf der anderen Seite nur mehr. Ja, dann sabbelt mir die Webs da auseinander. Da, los geht's. Was ist schon hier? Die Loot and Honey. So. Tja, wo war jetzt dieses Orklager, gell? Haben wir uns wieder den perfekt. Oh, da hinten. Gleich. Was ist denn das? Ah! Ist die aus Gusseisen oder was ist denn mit ihrer? Giftstache. Oh, da hinten blitzt der Licht. Da ist irgendein Undead. Und ich schieße ihm gleich ins Gesicht. Da will ich mir einen Headshot geben. Da will ich mir einen Headshot geben. Easy. Heute. Da ist das Orklager! Rein ins Viech! Oh Gott, die trifft überhaupt nichts. Jetzt hat. Der kriegt ja gar keinen Damage. Der kriegt ja gar keinen Schaden. Einen Häcksler mit ihm! Wo ist der andere? Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Kann man sich gegenseitig hauen? Weiß ich nicht. Die geben 50 Gold. 50 Gold nehmen wir natürlich schon mit. Haben wir da jetzt irgendwas Tolles? Kriegen wir da was Tolles? Warte mal Licht da. Was war da? Was ist denn da? Ah, da ist ein Spukspinn! Spukspinn! Mistviech! Der hat gleich ausgerannt. Mistviech, der sagt's. Na, der Jürgen! Nicht der Jürgen! Jürgen, du musst wieder gehen! Was ist denn das jetzt hier? Hat das jemand von euch jetzt da reingelegt? Ich nehme einfach mal alles. Das ist jetzt nicht so tragisch. Da kriegt man nix, oder was? Zwei kistige Kisten und wir kriegen nix. Dann haben wir ewig die Orks erschlagen. Das ist schwach. Na, da hätten wir mehr. Wieso binden eigentlich Orks eine Häuser mit einem Leona zusammen? Das verstehe ich nicht. Tja. Jürgen ist wieder da. Passt. Ja, meine Damen und Herren. Dann kann ich da irgendwie speichern drücken? Ja, kann ich. Spiel gespeichert. Wunderbar. Dann mache ich da nochmal einen schönen Screenshot von uns. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Mitspielen. Die 2 Stunden haben vergangen wie im Flug. Das war eigentlich genau dieselbe Scheiße wie letzte Woche. Sag, wie spät ist eigentlich? 9:45. Du kannst mir gern haben. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ich kann jetzt noch nicht versprechen, ob wir Alien Tale nochmal spielen. Die Frage ist, warum nicht? Vorher hat jemand was Interessantes geschrieben.
dass Tavern Master, das wir damals gespielt haben, sehr bald oder gerade rausgekommen ist. Ein neues Spiel, nämlich Blacksmith Master oder irgendwie sowas. Da hat mir auch sticken. Und so, das überlegt sich der Zukunftsbürger, das sage ich dir, was ist. Der Zukunftsbürger überlegt sich diese Geschichte, ob wir da nächste Woche noch mehr ohne spielen. Nächste Woche ist auf alle Fälle oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Montag Doom und nächsten Mittwoch schauen wir mal. Weil jetzt keine Pariser mehr gehabt haben. So, dann drücke ich auf Spein, sage vielen herzlichen Dank noch einmal. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Danke fürs Mitspielen, danke fürs anständig Aufführen, wie es immer ist. Und dann, ja, wenn wir das nochmal spielen, dann heißt es beim nächsten Mal einfach wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn dann einer von euch da wieder dabei ist, dann ist das kein Stress. So, dann, würde ich sagen, meine Damen und Herren, ich drücke jetzt da auf Verlassen, da werdet ihr euch wahrscheinlich raushauen, darum nicht wundern. Ungespeicherter Fortschritt geht verloren, das ist klar, ich habe gerade gespeichert. Passt. Hoffe. Es war mir ein Fest! Besser als Solo. Welten besser als Solo. Trotzdem feilt man so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein wenig unbalanced. Habe ich das Gefühl. Du wirst mit Quests zugeschissen und keine Ahnung was und dann sollst du rein Dipfel machen und so weiter, kannst aber noch nicht einmal fischen und weißt dann nicht, wo du das herkriegst und irgendwie wirst du überrumpelt von dem ganzen Zeug, das du freischaltst. Wenn es so schnell geht. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen falsch gespielt, bin mir nicht sicher. Aber sonst, eigentlich ein ganz nettes Spiel. Was hat es gekostet? Ich weiß nicht einmal 15 €. Für das ist es echt in Ordnung. Für das ist es wirklich in Ordnung. Nette Grafik, nette Gameplays und Multiplayer und fertig ist ja auch noch nicht, wie die meisten Indie-Games, aber mei, das ist halt so. Das ist schon in Ordnung so. Was sagt ihr? Zuschauer-Likes 2:1. Das ist so ist recht. Kann man die Kisten entfernen mitnehmen? Verdammt. Wenn ich das habe ich spät gelesen jetzt. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Dann war es vielleicht wert, wenn so eine Kisten kostet 200 Gold. Schaut die um. So, here we are. Und alle? Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Alle, die sich nach dem Gameplay gleich schleichen. Smash the Like-Button. Wichtig wie immer. Wir sehen uns diese Woche am Freitag mit Doom. Bin ich sehr gespannt. Und ja, dann schauen wir weiter. Ich fand's besser als letztes Mal. Ja, das ist auf alle Fälle, im Multiplayer ist auf alle Fälle unterhaltsamer und besser als Solo. Das letzte Woche, das war ja wirklich bloß hin und her rushen, das. Und ja, aber am meisten freue ich mich am Freitag einfach auf Doom! Scheiße, jetzt ist das nicht gegangen. Was ist denn jetzt nicht gegangen? So, gehen jetzt mit Tasten? Ja, ist ja wurscht. Schade. Ja. Als da daherin jemals irgendwas funktionieren. Freue mich richtig. Es hat schon wieder ein paar Zipfen gegeben, die es heute schon wieder spielen. Nicht-Streamer-Zipfen, die es heute schon spielen. 30 € extra in Todd Howards Rachen reingejetet. Und 110 € zahlt dafür? Warte mal, da muss ich kurz einmal nochmal schauen. Werde ich mir jetzt nochmal schnell anschauen. Warte mal. Steam kann man es eigentlich auf Steam auch kaufen. Oder könnte man. War zwar unendlich, aber tatsächlich. 80 €. Die Anzeigen, und was kostet die Pre-Dingsbums Edition? 110. Ja, da kann ich euch nicht helfen, Alter. Für 110 €. Für 110 € kannst du dir fast 11 Monate lang 11 Monate lang einen Game Pass abonnieren. Und was weiß ich, wie viele Spiele spielen. Und nicht bloß Doom. Wer das tut, dem kann ich nicht helfen. Nein, dem kann ich nicht helfen. So leid es mir tut. So leid es mir tut. Nur am Ende des Tages muss jeder selber wissen. Das wird sowieso nicht mehr besser. Selbst wenn wir aufhören, diese Pre-Order-Scheiße zum Kaufen und diese 2 Tage eher spielen Scheiße zum Kaufen, dann machen es die Versionen noch teurer. Dann kosten es nicht 110, sondern 150. Und es gibt die paar Lost People, die das dann immer noch kaufen. Es wird nie wieder aufhören, es wird nie wieder besser werden. Hör mal auf, uns das einzumreden, dass es mit dieser Abzock-Scheiße jemals wieder besser wird. Außer im Indie-Gaming-Bereich. Da gibt es sowas nicht. Mir war Diablo 4 eine Lehre, niemals wieder 80 € für ihr Spiel, stinkt mir bis heute. Ich habe aus Diablo 4 rausbekommen, was ich wollte. Ich habe sehr viele Spielstunden, allerdings habe ich mir nach der zweiten Season einfach gedacht, so mit 3000 Leute arbeiten an dem Spiel. Und das sind eine Season-Mechaniken alle 3 Monate. Ja, Blizzard, dann muss ich sagen, fuck you. Tschüss dann. Das ist wohl ein Witz. Ein kompletter Witz. Aber gut.
Ich habe einen DLC nicht gekauft. Bis heute nicht. Er interessiert mich ja bis heute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Darf mich ja nicht wundern, wenn da der nächste bald angekündigt wird. Oder ist der nächste vielleicht schon angekündigt worden? Wollten die nicht jährlich einen DLC bringen? Darf mich nicht wundern. Wann kommen wieder die Office-Memes auf deine Knöpfe? Ja, aber guter Punkt. Wenn ich nicht 10 Stunden, oder ja 10 Stunden, je nachdem halt, wie ich Vormittag fertig bin, wenn ich 10 Stunden nicht an N-Examen programmiere. Und an nichts anderes denke. Und dann so eine Stunde, oder wenn ich einen Stream ankündige, denke ich mir kurz, ja, das stimmt, das kannst du auch noch mal. Blub, bin wieder in NX drin und baue da weiter. Da habe ich schon länger nichts mehr hergezeigt, gell? Interessiert's jemanden? Interessiert's jemanden? Ab in den Chat. Parkour! Interessiert's wen? Mag ich jetzt nicht wieder eine halbe Stunde lang über NX voll labern. Es gibt eigentlich nicht recht viel Neues. Außer, dass ich mittlerweile wirklich langsam wird's richtig stabil. So blöd wie es ist, ja, langsam wird's richtig stabil. Natürlich finde ich immer noch irgendwelche Fehler. Das ist eh klar. Heute haben wir zum Beispiel auch einen ganz gravierenden Fehler gefunden, der noch nie der hat noch nie funktionieren können eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt machen wir das da mal zu. Was tut denn der Logitech-Scheiß da? Zeige ich euch. Momento. Wo haben wir mir da? Ist das der Testserver oder ist das der offizielle? Der offizielle. Gibt's auf dem Testserver was anderes, was ich euch, oder was heißt, kein Testserver, ist ein Dev-Server, aber ist ja wurscht. Machen wir einfach mal so. Und zeige ich euch ein bisschen was ich gemacht habe. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, an was ich gerade werke. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen, wo ich das letzte Mal drüber geredet habe, ich so viel Scheiße gemacht, dass es ganz aus ist. Im Vergleich zur alten Version. Alle Gebäude sind fertig. Alle Gebäude, Pop-Ups sind fertig. Ich mag jetzt nicht wieder anfangen. Da haben wir schon wieder den ersten Fehler. Das ist nur was ich schon sehr lange auf meiner To-Do-Listen umeinander ziehe, dass sie die Ebenen von dem Ding kreislich verschirmen. Vielleicht ist die Leuchtrauschkugel gerade da. Du kannst da mal demonstrieren. Greif mich mal mit irgendwas an, bloß mit einem Space Marine oder irgendein Scheiß. Falls du nur da bist, weiß ich nicht. Danke. Das ist neu. Ja, es kämen automatisch, wenn du im Hintergrund angegriffen wirst, kämen so Informationsdinge. Da gehen dann extra Pop-Ups aus. Da wird da angezeigt, von wem du angegriffen wirst, wann derjenige ankommt und so. Hat es früher nicht gegeben. Bloß in so einem kleinen Kastel da herum, das ganz unkampert ausgeschaut hat und. Alle Gebäude sind mittlerweile neu und mobilefähig. Das war eigentlich der Grund, das war glaube ich das letzte Mal, wo ich hergezeigt habe. Das Hauptquartier ist neu, die Waffenfabrik ist neu, die Raketenstation, das war eines der greislichsten Sachen, vor allem weil man da seine Raketen so zusammenbauen kann mit verschiedenen Modulen und lauter so ein Kack und dann kannst du die Dinger produzieren und bla 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 und das Ding muss ja irgendwie auf dem Handy brauchbar ausschauen, da schaut es dann übrigens so aus, nicht ganz natürlich, am Handy schaut es grundlegend ein bisschen anders aus, klickt man da so drauf und dann schaut diese ganze Konstruktionsgeschichte auch auf dem Handy normal aus, so wie es sein soll. Das habe ich auf alle Fälle gemacht. Und was der größte, also die 2 größten neuen und wirklichen Rework-Punkte sind, ist mir folgendes. Diese Status-Dinger da. Angenommen, ich schicke mir jetzt Rohstoffe in eine andere Kolonie von mir. Das haben wir jetzt einfach mal schnell, bla, 54, ich schicke da um, passt. Irgendwas passiert, dann fährt da das blaue Kastel rein. Und ich habe ständig in der Übersicht quasi, ich muss nicht jetzt mal ins Rohstofflager reingehen oder in meine Kolonie reingehen, wo dieser Rohstofftransport umeinander tüdelt, um zum Kapieren, so, von wem habe ich jetzt gleich wieder was geschickt. Sondern du kannst dann da drauf drücken und dann siehst, dass 0 Transporte gingen an meine aktuelle Kolonie, die ich mir da gerade anschaue. Aber es geht ein Transport an weitere Kolonien, von wem und an welche Kolonie. Kannst du da drauf drücken, dann siehst du, was geschickt wird und lauter sich eine Sachen. Und was das Besondere, das kann noch kein Pop-up im ganzen Spiel, aber eine kleine Besonderheit habe ich. Und zwar, wenn du, ohne dass du die Seite neu lädst, soll sie dieser Kasten aktualisieren. Es ist ziemlich einfach zu machen, dass einfach diese Zahl da hintergeht, dass dann nicht, ich bin nicht 4-mal angegriffen, sondern 5-mal. Das kriegst du aber oft nicht mit. Ja, sagen wir, der Angriff dort da, die laufen eine Stunde, sagt man da, mein Maker braucht mindestens eine Stunde, bis er bei mir ist, der ist einfach zu weit weg, das rentiert sich halt auch nicht. Wenn ich jetzt halt im Hintergrund nochmal angegriffen werde, dann merke ich das vielleicht nicht, weil der 4er da auf einen 5er springt. Oder wenn ich das da off habe, dann aktualisiert sie die Listen da herin nicht, obwohl im Hintergrund schon 5 Angriffe da sind. Zwar wie mit auf Raketen auf mich geschossen
und zweimal wie ich angegriffen. In der Bümsbüde 2K2, so heißt meine Kolonie. Und meine Bümsbüde 2 kriegt auch Raketen ab und Wuchs 5 kriegt auch Raketen ab in 35 Minuten. Was jetzt das Besondere ist, und das ist ganz neu, mein Maiker oder egal wer von euch, schickt mir mal bitte Truppenangriffe. Ein oder zwei, scheißegal. Dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis sie es hören und bis sie es halt machen. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass im Hintergrund die ganze Zeit geprüft wird, halbwegs performant, glaube ich, bis jetzt zumindest. Wie das dann ausschaut, wenn man mal 50, 60 Kolonien hat, das weiß ich nicht. Dass sie das selbstständig aktualisiert. Mein Maiker, Leuchtrauschkugel, ich brauche einen Truppenangriff. Auf irgendeine Kolonie, scheiße. Sehen? Hab gar keine, dauert nur 3 Minuten. Passt. Der Leuchtmann hat mir welche geschickt. Passt. Genau. Und dann aktualisiert sich das da automatisch drin, ohne dass du das selber aktualisieren musst. Funktioniert in der Angriffe-Box, das ist der Button. Funktioniert in der Unterstützungsbox, das können wir eigentlich auch mal ganz schnell testen. Ich schicke mir jetzt nochmal, was weiß ich, 15 XP an meine Kolonie, an mich selbst, an Wuchs 5. Ganz, und aktualisiert sich automatisch da herum auch, ohne dass ich was tun muss. Das nächste ist, habe ich irgendwo Truppen stehen? Natürlich nicht. Der Leuchtmann greift mir die ganze Zeit an. Der Huren. Wenn ich jetzt da Truppen baue, dann haben wir einen Space Marine, der dauert 1 Minute 30, blub, dann geht der da rein. Wenn er fertig ist, säge ich den da herin. Ja, da habe ich eine wunderschöne Übersicht, wie mein Angriffswert in der Kolonie ist, wie mein Verteidigungswert in der Kolonie ist, aus was er sich zusammensetzt. Die Truppen haben einen Verteidigungswert, kriegen einen Bonus durch die Abwehrstellung, kriegen eventuell Bonus durch andere Unterstützungen. Habe aber gerade keine Unterstützungen nicht herin. Das Feature mit Unterstützungen ist auch noch nicht im Spiel. Das kommt dann auch noch, da steht eh noch Work in Progress. Und das da sind meine eigenen Kommandos. Das bedeutet, wenn ich jetzt hergehe, sagen wir, ich möchte einen Leuchtrauschkugel, die möchte ich angreifen, dann habe ich da seine Kolonien, ich nehme einfach die Kolonie, weil es mir wohl, ich habe keine Truppen und kann nicht angreifen. Ja, egal. Auf alle Fälle habe ich dann dieselbe Ansicht über meine Angriffe, die nach draußen gingen, und meine Raketen, die nach draußen gingen, habe ich da herin. So. Sag mal auf der World Map, wenn du gerade angreifst mit Schwertsymbol oder so. Noch nicht. Was man auf der World Map aber sieht, das schaut übrigens so aus. Die ist noch nicht fertig, noch nicht im Ansatz. Was man zum Beispiel sieht, das ist ja nichts anderes, was ich jetzt gleich herzeige, da sind so Rohstoffe. So Wasserstoffrohstoffe auf jedem Planeten, gibt verschiedene Planetentypen. Optisch alles noch nicht fertig, das ist einfach nur Hauptsache es funktioniert. Kann ich da so hin und her schalten. Ich gehe zu den Rohstoffen, zack, dann sage ich, die Entfernung ist 3,6 Kilometer, ich brauche 216 Fermium als Treibstoff, das ist dieser Rohstoff da herum. Und ich schicke das Ding, blub, dann erscheint da mein Extraktor und der fährt, das sagt man jetzt halt nur ganz, sagt man das? Ich tue jetzt da mit meinem Mauszeiger drüber, dann sagt man es vielleicht. Da, dann sagt man sich, dass sich der ganz leicht bewegt. Ja, der braucht halt jetzt da 7 Minuten bis dahin. Darum ist er halt so langsam. Aber der bewegt sich. Und das Endziel ist natürlich, dass du deine Angriffe, die du wegschickst, genauso siehst, dass sie die langsam von deiner Kolonie zum Ziel bewegen und wieder zurück. Also Echtzeitbewegung. Richtig, aber nur, weil es einfach performance-technisch ist, sonst unmachbar, nur deine eigenen Sachen. Dass du gegnerische Aktivitäten auf der Karte siehst, gibt es dieses Radar da. Da drückst du drauf, blub, dann geht so ein Radarstrahl aus, der ist momentan riesengroß zu Testzwecken und momentan ist nichts los auf der Map. Dann siehst du die gegnerischen Extraktoren, gegnerische Angriffe, gegnerische Raketen, nicht bloß auf die selber, sondern alle, die umeinander fliegen, in diesem Umkreis. Und das ganz, ganz späte Endziel ist, dass du diese Sachen dann angreifen kannst. Also, dass du gegnerische Extraktoren angreifen kannst, du kannst deine Raketen hinschicken, du kannst deine Truppen hinschicken, du kannst, das ist zum Beispiel ein gegnerischer Extraktor, da der Peter Petersilie fördert diesen Rohstoff gerade, da kann jetzt möchte ja Raketen drauf schießen können und lauter so ein Scheiß. Also, es ist noch sehr späte Zukunftsmusik. Jetzt muss erstmal das ganze Gerüst hergerichtet werden und ja, genau. So, die Dinger da links, die ploppen mir immer sauber ein, dass wenn du die Seite irgendwie wechselst,
Da haben sie noch nicht drin, aber in deiner Kolonie, damit du nicht vergisst, ich werde gerade angegriffen und ich habe gerade Unterstützungen unterwegs und so weiter und so fort. Und was auch ganz neu ist, früher war die Corporation, heißt bei mir so, ich habe das damals Corporation genannt, das habe ich mir von Eve abgeschaut, das hat mir einfach gefallen, frag mich nicht warum. War früher der Punkt da herum, da klickst du drauf und da kommt jetzt nichts mehr. Warum nicht? Corporations sind raus. Corporations gibt es nicht mehr. Corporations heißen jetzt Netzwerk. Warum und weshalb? Sage ich dir gleich. Was das da wird, da steht momentan nur ein Text drin. Eines Tages, mein Kind, fliegen wir zu den Sternen. Da kommt die gute alte Sternenkarte ein, wo man das Sonnensystem mit den ganzen Planeten sieht, die sich dann auch im Kreis bewegen und lauter so ein Scheiß. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, aber kommt irgendwann. Ist nicht wichtig, aber es war einfach schön, um eine Orientierung zu haben, wo man überhaupt ist und lauter so sagen. Ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber hätte ich gern. Wo ist die Corporation nun? Die Corporation wurde umbenannt in Netzwerk. Dazu gibt es ein Gebäude, das heißt Netzwerk-Hub. Musst du bauen, bla bla bla. Und an dieses Netzwerk-Hub ist ein Radar geknüpft, mal in der Hauptgeschichte. Das ist dieses Teil da. Je weiter das Gebäude ausgebaut ist, desto weiter ist der Ping. Hast du das jetzt gesehen da? Da ist ein gegnerischer Extraktor. Warum der da einen Rohstoff zurücklässt, weiß ich nicht. Warum der da jetzt einen Rohstoff zurücklässt, das weiß ich nicht. Kann der Fehler sein, kann aber auch Zufall sein, dass da einfach wieder einer gespawnt ist gerade. Naja, gut. Ja genau. Das letzte, was ich noch herz sagen wollte, das hat mit, also die Status-Dinger da links außen haben viel Zeit gekostet. Und das Netzwerk-Hub hat mir in den letzten Tagen viel Zeit gekostet. Ist auch noch nicht fertig. Auf meinem in meiner Dev-Version ist teilweise fertig. Steigt einfach die Radarreichweite, ja, wo du Sachen abhängen kannst mit jeder Stufe. Das ist einmal das Erste. Was da noch kommt, ist unwichtig. Was aber viel wichtiger ist, die ganzen Korb-Funktionen sind in dieses Gebäude eingebaut. Du hast eine Mitgliederliste. Du siehst, wer online ist, wer offline ist, wer Teil des Netzwerks ist, wie stark das wir sind und unsere Mission. Diese Bauteile bauen, ist auch die komplette Ansicht schon fertig und Mission abschließen ist fertig. Die ganzen Optionen sind fertig mit, ich kann da Spieler einladen, zum Beispiel im Bürger 2 einladen, Bürger 2 wurde eingeladen, dann kriegst du eine Einladung, kriegst da eine Nachricht, kannst das annehmen und bist dann Teil des Netzwerks. Also ich habe quasi Corporation einfach in Netzwerk umgenannt, weil es in dem Fall einfach mehr Sinn macht. Und es sind eigentlich, glaube ich, alle, warte mal, ist das schon drin da? Ne, gehen wir mal auf den Testserver. Da habe ich 3D-Reichweite zum Beispiel schon herin, die halbwegs korrekt berechnet wird mit 4,5 Kilometer, bla bla bla. Und was da schon drin ist, das ist bei euch auf der Live-Version noch nicht, die Mitgliederdetails. Das heißt, ich kann da zum Beispiel schauen, der Sylvanas, der ist krass, der hat 121 Kolonien und 216.000 Punkte, ist übrigens, glaube ich, erster oder zweiter in der ganzen Runde damals gewesen. Dann kannst du den anklicken, dann gehen die Mitgliederdetails auf, du siehst, welche Planeten das er besiedelt hat, 54 Erdplaneten, also er hat 54 Kolonien auf die Erdplaneten, auf Magmaplaneten 21 und so weiter und so fort, hat 121 gesamt. Da kommt dann später noch hin, was für ein Bauteil das er gerade baut und wie weit das er ist, damit man die Übersicht auch hat. Und diese Geschichten funktionieren auch schon. Ich kann von einem Mitglied zu einem Co-CEO machen, also zum Co-Chef vom Netzwerk oder wieder zum Mitglied. Und ich kann auch ausschmeißen mit Sicherheitsabfrage und funktioniert dann auch. Dann lädt das Ganze kurz rein, dann macht sich das Mitgliederdetail-Ding automatisch zu und dann ist die Listen neu berechnet und alles so, wie es tatsächlich geht. Ja, genau. War ein Feld weiter, wo gefarmt wurden. Ach so, na gut, dann ist kein Fehler. Ja, keinen Fehler gehabt. Easy. So, dann gehen wir mal nochmal zurück. Zack. Dann hast du wahrscheinlich da herunten oder da herunten abgebaut. Genau. Und diese Movements von den Gegnern, das ist jetzt zum Beispiel der Extraktor vom Leuchtrauschkugel, so wie wir später angreifen können. Die Mechanik ist tatsächlich auch schon drin. Es gibt nur noch keinen Knopf, dass ich den da anklicken kann, den Extraktor, und dass ich dann irgendwo eine Raketen hinschicken kann oder halt Truppen. Für Truppen brauche ich sowieso erst das neue Kampfsystem. Weit entfernte Zukunftsmusik, bis dahin behalten wir uns das alte. Und ansonsten sind wir mittlerweile wirklich beschissen weit. Beschissen weit. Für viele, die vielleicht damals schon mitgespielt haben, keine Ahnung, schaut das Spiel vielleicht immer noch genauso aus wie damals. Das mag sein. Aber was ich da
was ich da im Hintergrund, ich seit, wann habe ich angefangen? Anfang Mitte März irgendwo, machst du den Live-Abgleich mit Ajax oder WebSockets? Ajax. Über WebSockets habe ich nachgedacht, ich habe aber noch nie ernstzunehmende WebSockets gebaut, darum habe ich es bleiben lassen. Es ist, also die Aktualisierungen basieren über Polling, da läuft im Hintergrund einfach über ein bestimmtes Intervall, wo jeder sieht die wichtigen Sachen, was wichtig ist oder wenn sich was geändert hat. Und früher oder später werde ich wahrscheinlich mit WebSockets arbeiten. Muss ich mir einlesen. Wie soll ich sagen, ich habe noch nie mit WebSockets so richtig gearbeitet. Und dann langsam aber sicher einen Chat drauf umbauen und sicher die wichtigen Sachen. WebSockets haben in dem Sinn eigentlich als krass, weil bei WebSockets, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, kannst du Daten schicken und Daten empfangen. Mir darf es eigentlich nur darum gehen, im ersten Moment mal Daten zu empfangen. Da habe ich auch schon was gelesen, wie das gehen soll anscheinend, aber das darf mich nochmal so extrem lang aufhalten und für euch darf sich im Prinzip nichts ändern, dass ich das jetzt einfach einmal so los, wie es ist. So viel umbaut, alle Ajax-Abfragen sauber auf JSON umbaut, alle meine Datenbank-Abfragen bis auf 2 im ganzen Spiel, das waren über 750 Datenbank-Abfragen, die ich mehr oder weniger von Hand auf Prepared Statements umbaut habe. Alle meine Ajax-Anfragen haben 15 Jahre Code-Schrott-Scheiße gewesen. Die haben jetzt auch noch nicht perfekt, aber sie funktionieren. Und sie funktionieren, wie sie sollen. Und es läuft einigermaßen performant. Glaube ich, das findet mir erst aus, wenn da wirklich einmal Leute drin sind. Und ansonsten gibt es jede Menge zu tun. Meine To-Do-Liste ist lang. Es wird auf alle Fälle das Netzwerk noch fertig gemacht. Dann ein paar grundlegende Funktionen brauche ich noch. Wenn Timer fertig sind, müssen es Funktionen auslösen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da Gebäude ausbaue, das schauen wir uns jetzt nicht 12 Minuten lang an, weil es wurscht ist, dann läuft da der Timer ab und haben sich schon viele Leute beschwert. Was heißt beschwert nicht? Die haben das einfach angemerkt. Das heißt, du hast absolut recht. Auf das starre ich schon so lang, dass mir selber nicht auffällt. Wenn dieser Timer fertig ist, dann steht einfach fertig dort. Im Hintergrund ist dieses Gebäude schon 1 Stufen her, es wird aber nicht angezeigt. Ja, also es schaut einfach aus, als, das ist überhaupt noch nicht fertig. Du musst dann draufdrücken, 6, achso, ich kann noch mehr Stufen ausbauen. Also da darf dann schon Stufe 4 stehen und so weiter und ich kann Stufe 5 ausbauen, aber da darf immer nur fertig stehen. Das heißt, ich muss mir so Funktionen in die Countdown-Funktion einbauen, was passiert, wenn der Timer fertig ist. Zum Beispiel, dass diese Blink-Animation verschwindet und der Kasten abhaut. Und eventuell die Box da neu geladen wird. Ja, dass da ebenfalls der Timer raus verschwindet und dann die nächste Stufe ausgebaut wird. Und so weiter und so fort. Damit du da nicht aktualisieren musst und so. Was haben wir noch? Multiwelten möchte ich noch einbauen. Bedeutet, es laufen mehrere Universen, also mehrere Spiele oder mehrere Runden gleichzeitig. Dazu muss ich die ganze User-Tabelle und den ganzen Scheißdreck, also eine User-Daten in eine extra universelle Tabelle einschirmen und das Spiel entsprechend anpassen. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das mache. Aber gut Ding will Weile haben. Ich werkel jeden Tag dahin. Es dauert alles ewig. Und der Flo Kasper sagt, tut mir leid, wenn ich nochmal frage. Du brauchst ja nicht leid tun. Ich habe jetzt einfach vor mir hingelabert und habe wieder nichts im Chat gelesen. Tut mir leid, wenn ich nochmal frage, aber programmierst du das selber also in einer bestimmten Programmiersprache oder ist es eine Art Drag-and-Drop wie bei Unreal Projekt? Das ist selber programmiert. Das ist keine Programmiersprache, das sind mehr Skriptsprachen. Die Darstellung stinkt einfach in HTML und CSS. Programmiersprachen benutze ich PHP im Hintergrund mit der Datenbankverbindung MySQL und sehr viel JavaScript und Ajax. Das ist eigentlich alles. Und mittlerweile, das da ist in Phaser gemacht. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine JavaScript-Bibliothek, die einen Haufen Scheißdreck zur Verfügung macht. Aber, so ehrlich bin ich auch, und jeder Programmierer, der sich dem verweigert, ist einfach ein Behinderter in meinen Augen, egal wie gut das er ist. Da hat mir eine KI Gemini sehr unter die Arme gegriffen, sonst da die da immer noch sitzen, bis das so ausschaut hat. Es war unmöglich. Und mittlerweile haben diese KI-Tools so krass aufs Programmieren ausgerichtet, dass der nicht das Spiel so programmieren kann. Also das kann er einfach nicht. Aber er ist eine große Hilfe, als hättest du einen kleinen Praktikanten da sitzen. Das ist halt schon geil. Wenn du, was weiß ich, bestimmte einfache Änderungen
die immer die gleichen sind, Steuerung C-Änderungen an 5 Funktionen hast und so sagst, ja, mach das so und in 4 von 5 Fällen kriegt das auch richtig also hin. Der Werbegmann schreibt, Birger, Aktualisierung fällt auch, wenn man genug Rohstoffe hat, dass die Zahl im Pop-Up von rot auf weiß umschaltet. Weiß ich schon. Ist auch so gut, sag ich dir, wie es ist fast so gut wie unmöglich, das auch. Da habe ich noch gar keine Idee, wie ich das jemals hinkriege, dass sie die Rohstoffe, wie soll ich sagen, ohne Datenbanken, ja, vielleicht, ja, so ein bisschen eine Idee hätte ich schon. Ich weiß schon, was du meinst. Aber es gibt halt so viel Steine, wo du, warte mal, da, wo das einkehrt, dass sie das automatisch anpasst, wenn du da oben wieder diese Rohstoffe kriegst und so weiter und so fort. Aber es müsste schon gehen. Ich habe gerade einen kleinen Geistesblitz gehabt, wie man das macht, ohne große Datenbankabfragen. Das ist ziemlich einfach sogar. Ziemlich einfach sogar. Guter Punkt. Kriegen wir hin. Aber geil, was sich bis jetzt getan hat, mega Leistung. Ja, mein Meiker, vielen Dank, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel hat sich gar nicht getan für euch, weil für euch schaut das Spiel eigentlich fast immer noch genauso aus wie vorher. Bloß, dass man es jetzt auf dem Handy anschauen kann. Und warte mal, jetzt muss ich bloß einmal schnell schauen, ist der Fehler, ist wahrscheinlich immer noch drin, habe ich noch nicht behoben. Da, ja genau. Am Handy kann man auf diese 2 Buttons nicht drücken, wahrscheinlich, weil die da drüber liegen. Unsichtbar drüber liegen. Die haben in einem Container, der liegt über denen da drüber und darum kann man da nicht drauf drücken. Fehler ist bekannt, kriegen wir schon noch behoben. Das ist übrigens eine Handy-Ansicht. So schaut es dann am Handy aus. Du hast mehrere so Menüs, was zwischen deine Kolonien hin und her schalten kannst. Da haben wir auf dem Magma-Planeten, schaut dann anders aus und so weiter und so fort. Der Bernie schreibt, diese Icons von Macs und Gebäuden, was ist das für ein Bildformat? GIF, JPEG? Nö, PNG. PNG unterstützt Transparenz. Und die werden nur umgebaut auf .webp. Irgendwann, wenn ich fertig bin damit. Und was die Gebäudebeitel betrifft, da müssen wir uns sowieso einmal unterhalten. Das kommt aber auch anders mal. Die Optik, also die habe ich auch in einem 3D-Programm ich selber gemacht, aber seien wir uns mal ehrlich. Ich träume davon, seitdem ich erst Browserspiel versucht habe anzufangen, vor fast 20 Jahren, dass die Gebäude in deiner Kolonie, in deiner Stadt oder was du immer da tust, mitwachsen pro Stufe. Okay. Was zum Fick ist das? Was zum Fick ist das? Was zum Fick, gut, das ist schon fast fertig. Was zum Fick ist das da oben? Was. Meh. Die Gebäude schauen einigermaßen nach was aus, wenn sie fertig sind. Also fertig ausgebaut sind. Aber vorher nicht. Und selbst wenn sie fertig sind, sind sie nicht das Geilste. Warum? Weil ich kein verdammter 3D-Artist bin. Darum. Ich bin kein Konzept-Artist. Darum. Ich bin kein Sci-Fi-Building-Zeichner mit 10 Jahren Erfahrung. Darum. Und deswegen werde ich wahrscheinlich früher oder später wird's darauf hinauslaufen, dass ich mir einen Artist engagiere, der mir die Gebäudebeitel zeichnet. Oder, das ist eine Alternative, oder ich KI zunutze nehme. Das Problem ist, Mr. KI, mach mir ein Beitel so und so, wie ich es haben möchte, dann kriege ich ein super cooles Gebäude raus. So, ja, geil, das nehmen wir jetzt als Kasern. So, jetzt machen wir das und das Gebäude, das nehmen wir als Hauptquartier und das schaut optisch komplett anders aus und die passen überhaupt nicht zusammen, als warten sie aus einem Guss. Aber so eine Mischung draus. Das heißt, ich lasse mir diese Gebäude generieren, dann hole ich mein Zeichentablet aus, so wie das da unseren Jahresmerch da bezeichnet und korrigiere und mache das dann sauber. Ja, und passt die Sachen an, die Farben passen so wie ich es haben möchte und so weiter und so fort. Und dann wird es wahrscheinlich am Anfang darauf hinauslaufen, dass die Gebäude erstmal von Stufe 1 bis Stufe 30 immer gleich ausschauen. Wird einfach erstmal so sein. Warum? Ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ich möchte dann auch irgendwann einmal Sachen verkaufen da drin. Ja, also irgendwie hätte ich gern was zurück für meine Arbeit. So wie es ist. Da das auch nicht, also natürlich selbstverständlich ist das für die Community gedacht, aber das Ding soll ja eigentlich gar nicht so viel mit YouTube zum Tor haben. Ich werde jetzt nicht anfangen, da 28 Videos über dieses Spiel zu machen und so weiter, das hat da eigentlich nichts verloren. Trotzdem, Sorge ist eigentlich natürlich, weil ist der erste Schwung, die da reinkommen und die das einmal ausprobieren können und dann auch richtig spielen können, um Gottes Willen.
Herr Tobi, haben Sie sich hinein, habe der. Ich merke schon, immer wenn ich von NX anfange, dann macht es erst mal so, zack, 200 Leute weg. So, oh Gott, das haben wir da schon wieder die Scheiße. Was mich ehrlich gesagt der Wingel wundert. Muss ich auch dazu sagen, wundert mich ein wenig. Ist das so drucke? Solch ein trockenes Thema, du. Weißt nicht. Naja, gut, ist ja vollkommen wurscht. Dass das die Art von Spiel nicht den größten Anklang findet, das ist mir schon bewusst. Ich mache das nicht, damit ich reich werde, das ist mir schon klar. Aber eine kleine Aufwandsentschädigung, darum werde ich da irgendwann eine Sachen verkaufen. Da mir aber nicht schmeckt, dass ich einfach irgendwelche behinderten KI-Beutel verkaufe, was ist das für eine Behinderung, muss ich da schon selber ein bisschen was dazu leisten, so ist das nicht. Die Idee ist dann später halt Gebäudeskins und Truppenskins und so weiter. Also ich habe die Vorstellung von Rassenpaketen. Dann kannst du zum Beispiel dir so ein Gebäude- und Truppenset kaufen. Was weißt du denn nie für einen Zehner? Der gehört dir dann für immer. Und dann hast du halt einfach andere Gebäudebeutel. Das schaut optisch alles ein bisschen anders aus. Und wenn du Gegner angreifst und so, dann sehen die halt diese kleinen Truppen, je nachdem, wie sie halt ausschauen. Die können ausschauen wie Aliens, die können ausschauen wie Menschen, die können ausschauen wie Roboter, die können ausschauen wie was weiß ich. Nein, wegen dem ist nicht, ich mir morgen nach Würzburg von der Arbeit aus. Oh Gott, Tobi, das war jetzt kein Gefühl. Da glaube ich, hast du jetzt, vielleicht habe ich sie aber auch falsch formuliert. Ja, vielleicht habe ich das ein bisschen zu direkt ausgedrückt. So war es nicht gemeint. Tobi, Kuss auf die Nuss, schlafen Sie gut. Gute Fahrt nach Würzburg morgen. Schleichen Sie sich ins Bett, da habe ich die Ehre. Der Ego, Nachschaussquad, melde sich zum Dienst, so ist recht. Ja, auf alle Fälle bin ich fast jeden Tag da dran und baue im Hintergrund Scheiße um, von der ihr fast nichts mitkriegt. Die ersten neuen oder umbauten Sachen, von denen ihr was mitkriegt, sind wie gesagt diese Sachen da außen rundum, die technisch komplett anders funktionieren und viel besser funktionieren vor allem und das Netzwerk habe. Das ist einmal das Erste, mit dem bin ich aber noch nicht fertig, da werde ich wahrscheinlich noch 1-2 Tage ohne werkeln müssen, dass auch wirklich die Reichweite von Radarreichweite Doppelpunkt 6,5, das muss auch ein bisschen noch was ausschauen, ein bisschen mehr erkennen muss auch noch, dann können noch saubere Beschreibungen geschrieben, was kann das Ding, dann muss was passieren, wenn das Gebäude 2 Schaden hat, dann geht es Radar, mit jedem Prozent Schaden wird es weniger Reichweite, ab 25% kannst du gar nicht mehr aufs Radar draufdrücken und lauter so Sachen. Der Franz schreibt, wann kann man das probieren? Also können wir eine Bürgerarmee erwarten? Die kommt. Andere Frage, wie zufrieden bist du bis jetzt mit deinem Backforce-Sessel? Haltbarkeit noch gegeben oder fällt er schon zusammen? Bin sehr zufrieden. Das Einzige, was halt, da kann ich nicht sauer auf dem Backseat-Sessel sein. Mir ist einmal umgefallen. Frag bitte nicht warum. Und seitdem ist die Lehne da an der Seite, fühlt sich, ich weiß nicht, ob die schon immer so locker war. Ansonsten bin ich tipptopp zufrieden mit das Teil, steht da wie am ersten Tag. Außer, da kann man nicht besser sein, da kann auch der Stuhl nichts dafür. Seht man das? Seht man die Kratzer da am Bugel da irgendwo? Oh, ist hinten halt Plastik, da haben Kratzer dort. Warum? Weil mein Schreibtischkanten halt da ist und wenn ich aufstehe, drehe ich einen Sessel und dann kratze ich da hinten Plastik auf Holz und dann haben halt da Kratzer drin, aber mei. Gut, geil, Ruhe. Das ist nicht letztes Mal schon jemand geschrieben, wie ich was von Rassenpakete habe ich gesagt, nicht Klassen. Ich habe nicht von Rassenklassen geschmatzt. Sondern halt einfach Race Package, nennen wir es so. Und die Hälfte darin kann wahrscheinlich kein gescheites Englisch, die fällt denen gar nicht auf. Der Karlsberger schreibt, ich mache gerade eine Umschulung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ich weiß mittlerweile, was da an Arbeit drin steckt, da darf jeder was verlangen. Das geht so gar nicht. Ich will nicht reich werden damit, aber vielleicht, doch, du hast Klassen, habe ich echt Klassen gesagt? Ich habe natürlich Pakete, meine ich damit. Also, du kaufst dir halt dann zum Beispiel ein Zerg. Es sind ja immer noch Platzhalterbeutel drin von StarCraft. Das sind nicht die finalen Truppenbattle da. Das sind StarCraft-Battle, die kann ich nicht einfach hernehmen, das darf dann jedem klar sein. Und, ja, da kannst du halt dann so Backerl kaufen und dann kannst du selber einstellen, ob global halt einfach für deine Kolonien, dann schauen deine Kolonien da auf der Map auch ein bisschen anders aus. Das sehen dann auch die anderen. Ist ja der kleines Gimmick. Ja? Und ein Premium-Account wird es geben. Da kommen wir jetzt zum Beispiel auf diese Geschichte hier. Die Information, dass du da angegriffen wirst, die ist ganz nett. Funktioniert ganz einfach. Und sehr performant, weil es ja nicht recht viel ist. Wenn nur abgefragt wird,
ob da gerade aktive Kolonie angegriffen wird. Was ein Problem ist, wenn der im Hintergrund alle deine Kolonien durchgeht und jedes Mal schaut, ob du angegriffen wirst. Und da könnte es sein, dass dieser Punkt da unten, 0 Angriffe auf weitere Kolonien, dass dieser Premium-Funktion wird. Warum? Erstens führt diese Anfrage dann nicht der ganze Server die ganze Zeit aus, sondern nur Leute mit einem Premium-Account. Und zweitens ist, wie soll ich sagen, es ist also eine typische Komfortfunktion. Ne? Ich brauche nicht meine ganzen Kolonien durchgehen, wie ich gerade angriffe. Das kann ich natürlich da im Hauptquartier machen. Da geht das wird mir da angezeigt, wenn irgendetwas da angegriffen wird. Also es ist nicht so, als da die sterben dabei. Aber das kostet halt einfach viel. Das hier kostet viel, vor allem im Hintergrund nicht vergessen, werden noch 3 andere Boxen abgefragt nach diesen Geschichten. Und vor allem die weiteren Kolonien kosten sehr viel Performance. Und ich bin nicht einfach kein studierter Programmierer und nicht einmal ein gelernter Programmierer. Ich habe mir die ganze Scheiße einfach selber beigebracht. Und ja. Wie kann vielleicht kann ich es einfach auch nicht besser. Dann ist das so. Der Kasper sagt, wie lange dauert es, bis man eine Aktivierungsmail bekommt? Eigentlich 10 Sekunden. 3 Sekunden, 1 Sekunden. Spam-Ordner schauen. Habe ich extra, glaube ich, sogar in Gabe drunter geschrieben. Ich hätte bitte gern eine Fuchsrasse oder gescherte Wiener. Ich möchte wirklich, dass ich das Spiel optisch verkackt mit einer Furry Race. Ja, ich weiß auch nicht, du. Hab ich nix gekommen. XD. Ja, andere haben sich schon registriert. Ich denke nicht, dass das Problem an mir liegt. Und wenn ich jetzt nachschaue und du die in der E-Mail vertippt hast, dann gib wieder umdrehen. Musst du gucken in den Spam-Ordner, Mail muss gekommen sein. Muss. Gibt es nicht. Der Meinmaker möchte einen pinken Panzer. Der Joachim hat es gerade geschafft. Schau hier, sagst du das? Es ist leider nur keine PHP-Mailer-Bibliothek installiert, die ein bisschen gegen Spam-Geschichten arbeiten kann. Da geht momentan die ganz einfache PHP-Mail aus, deswegen kann das sehr gerne im Spam-Ordner landen. Das hat keine 5 Sekunden. Normalerweise geht es instant. Normalerweise geht die Aktivierungsmail, sobald du registrieren klickst, zack, muss die Mail da sein. Wenn nicht, hast du die vertippt. Da bin ich mir sehr sicher. Die anderen schaffen es auch schon. He? So, ja, mehr gibt es schon eigentlich nicht zu sagen. Ich mag es nicht wieder totlabern. Ich mag jetzt bitte auch nicht irgendwo hinschreiben, wo man das findet und so weiter und so fort. Please don't. Weil momentan ist es noch recht angenehm. Es sind ein paar Leute immer online, den ganzen Tag über eigentlich. Versaut euch selber das Spiel vielleicht nicht. Es ist noch nichts los da drin. Es ist der Datensatz von vor 5 Jahren, wo wir die letzte Runden gespielt haben. Es sind überall da die Kolonien umeinander und so weiter und so fort. Ja, hey, Leuchtrausch, Mann, die 10 Leute, das ist immer das Gleiche. Die Leute kommen, bauen nur ein Haus, merken, was das für ein Spiel ist. Sie stellen sich irgendein Command & Conquer vor, denken sie, was zum Fick ist denn das? Bauen nur ein Haus und gehen dann wieder. Du kannst darauf warten, dass die 10 Leute, von denen bleiben maximal 1 oder 2. 6 du am Wochenende noch davon. Der Rest ist raus. Hat eigentlich sich noch wer bei Wildcats angemeldet? Ich habe noch keine Bestätigung und Freischaltung gekriegt. Ja, ich hab schon gespült. So, jetzt machen wir den Bums aber zu. Sonst labert ihr euch wieder eine Stunde lang dort. Hätten wir Speiner kennen, das sagt er immer ist. Ja, bloß haben wir wieder einen kleinen Progress hingeschissen, plus 1000 kleine Fälle, 1000 kleine optische Anpassungen gemacht. Dann gibt es natürlich noch einen Admin-Bereich, an den ich umeinander werkelt, da seht ihr gar nichts davon. Und im Hintergrund einfach sau viele Sachen geändert und umbaut und optisch bleibt alles noch sehr lang das gleiche. Und spielmechanisch wahrscheinlich auch. Mal gucken. Wäre jetzt super, wenn man nicht jetzt mit noch einem Login gefragt werden darf. Das ist ein richtig guter Punkt, das ist mir auch schon aufgefallen, das sollte eigentlich nicht sein. Habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, warum. Aber selbstverständlich wird das noch irgendwann, ich glaube nach 12 Stunden oder so lockt es die aus. Oder wenn es 12 Stunden nichts du hast, dann lockt es die aus. Also ich habe mich gerade registriert, kein Tippfehler in der Mail und habe keinen Freischaltmail gekriegt. Ja, dann kann ich jetzt auch nichts machen. Ich sag's euch, was es ist. Ich mag ja jetzt überhaupt nicht, dass sie da jetzt auf einmal mit 30 Leuten registrieren. Das will ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr die URL her habt. Ich sag's euch, was es ist. Ja, Mario, hab ich übersehen! Birger!
Woher hast du deinen PC oder selber gebaut? Da gibt es sogar einen Stream, den habe ich selber gebaut, selbstverständlich. Ich glaube, da kann ich fertig. Wer fertig PCs kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Entschuldigung. Mario, merci dir. Klingt nach auslaufende Tokens. Was für auslaufende Tokens? Andi Bahn schreibt, jo, geht dann einfach nicht. Na, geht dann einfach nicht. Da schaue ich jetzt auch nicht nach. Ich weiß, dass die E-Mail-Geschichte ein Problem ist. Ach Gott, nix Deutsch. Hab mich angemeldet, aber ist noch nicht bestätigt bei Wildgate. Ach so. Wildgate ist bei mir nicht bestätigt. Bin mir aber sicher, die kommt noch mit der Zeit. Habt ihr schon mal in einer Spielebibliothek geschaut, ob ihr einfach freigeschaltet worden seid, ohne dass ihr es mitkriegt? So war das nämlich bei ein paar von uns. Oh, der Geibiff, ja, hat mich gerade mit meiner Dia, was auch immer Dia heißt, angemeldet und gleich eine Bestätigung gekriegt. Wahrscheinlich hängt es also ein bisschen von einem Mail-Provider ab. Gmail, freenet.de, aol.de, keine Ahnung, dass, wenn ich da nicht gewitelistet bin oder sonst irgendwas, dann kommt die Mail bei euch überhaupt nicht an. Kann auch gut möglich sein. Probiert es mit anderen E-Mail-Adressen. Wer unbedingt eine möchte, aber ja, kein GMX-Link, der geht nicht bei alle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mich nicht, wie gesagt, PHP-Mailer installieren, das ist eine PHP-Bibliothek, die sich nur mit Mailversand beschäftigt. Und ja, ist aber alles nebensächlich, weil ich eigentlich noch gar keine Leute in dem Spiel haben will. Was aber nicht geschaut hat, dass 3-4 Leute immer so konstant aktiv sind, haben wir schon einen Haufen Fehler gefunden. Und so unfassbar viele Fehler darf es auch gar nicht mehr geben. Bin gespannt, wann der nächste kommt, der so schwerwiegend ist, wie der heute mit Bauschiff, falsche Rohstoffe abziehen und so weiter und so fort. Das ist ein Ding, das hat theoretisch noch nie funktionieren können. Aber wir haben heute schon ganze Runden gespielt, wo jemand über 100 Kolonien gegründet hat damit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. So, und jetzt ist 3 Minuten vor 11, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Smashen Sie den Like-Button! Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitspenden, vielen Dank für die ganzen Donations und vielen Dank für die ganzen neuen Mitglieder. Da waren nicht einige dabei und die ganzen Resubs. Machen wir Feierabend! Jetzt gehen wir in das Bett hinein. Ich werde wahrscheinlich noch eine Stunde umeinander werkeln oder vielleicht tue ich heute einmal nichts mehr, weil sonst sitze ich wieder bis um 1 in der Früh da und morgen schaue ich wieder aus. Seht mir, weiß ich nicht, Gefängnisfußballmannschaft droschen die ganze Nacht. Und ja, sehen wir uns am Freitag. Mit fucking Doom. So sieht's aus. Und jetzt halt Press F für die Moderatoren. Vielen Dank fürs Zugucken und vielen Dank für alles. Sehen wir uns am Freitag, da wird reingeballert. An Sie rein. Und weiß ich nicht, in 2 Wochen, 4 Wochen sage ich vielleicht wieder ein bisschen was von Enix her. Ich lasse euch schon wissen, wenn ich die Türen öffne, so halbwegs offiziell. Okay? Kann aber noch eine ganze Zeit dauern, denn ich werde mir mit Sicherheit nicht meine Sommerpause damit versauen. Diesen Fehler machst du einmal, sagst du, okay, jetzt habe ich es gelernt, aber mache ich den Fehler nochmal, dann gehört es mir nicht anders. Aber was, eins wollte ich noch sagen, stimmt, kurze Information, das hätte ich eigentlich vorher sagen müssen, wo noch mehrere Leute da waren, der Rest wird jetzt wieder nicht mitkriegen und jammert dann wieder. Wir sehen wir uns nur noch nächste Woche, übernächste Woche, also die nächsten 3 Wochen. Dann bin ich mal eine Woche nicht da. Wie jedes Jahr übrigens. Da habe ich Geburtstag und da tue ich einfach nichts. Da. Und jetzt schleichen wir uns davon. Meine Damen und Herren, ich muss ja immer irgendeinen scheißen Ding einhalten. Heute habe ich die Idee. Sehen wir uns am Freitag. Okay, tschüss. Oh. Scheiße, mein Müll dort in den Mülleimer ist grün. Okay, tschüss.